Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu dem letzten Ich kommentiere eure Kommentare-Video zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, Leute, kleine Info. Ich habe jetzt gerade schon eine halbe Stunde eure Kommentare beantwortet, deswegen habt ihr jetzt gleich auch schon Herzchen stehen, da seht ihr, wie weit ich schon gekommen bin. Leider war das Mikrofon nicht so, wie es sein sollte und von daher mache ich den Bums jetzt nochmal. Also, natürlich bin ich jetzt nicht mehr so überrascht über den einen oder anderen Kommentar. Ja, das bitte ich zu entschuldigen. Ihr erkennt das daran, dass ich schon ein Herzchen gegeben habe, dass ich euren Kommentar schon vorher gelesen habe. Aber gut, machen wir den ganzen Bums nochmal. Eine halbe Stunde Lebenszeit verschenkt. Was soll's, ne? Okay. Ich finde es so erfrischend, einen Fan zu sehen, der keine rosa-rote Brille für seinen Verein trägt, sondern objektiv analysieren kann. Top und weiter so. Lieben Gruß von einem Dortmund-Fan, der auch Bücher über die BVB-Leistung schreiben könnte. Ja, vielen lieben Dank dafür. Ja, ich denke, das liegt halt einfach auch im Alter, ne? Ich glaube, irgendwann hat man ein gewisses Alter und dann vielleicht auch einen gewissen Anspruch an seinen Verein und hat schon viel erlebt und dann hat man vielleicht nicht mehr so die rosarote Brille auf wie vor 10, 20 Jahren. West Eutronics, dieser Kader gehört dringend verändert. Tuchel hat seinen Anteil an dem Ganzen, jedoch muss man sagen, dass es weitaus mehrere Gründe für den ganzen Mist gibt. Es gibt so viele Spieler meiner Meinung nach, denen die Bulli am Arsch vorbeigeht. Bin einfach froh, dass dieser ganze Mist für die Saison vorbei ist. Ja, damit hast du 100% recht. Realist, wenn Neuer bei der EM auch so arrogant zu Werke geht und den Bällen hinterher sieht, wie sie im Tor landen, gehört er in den Gruppenspielen auf die Bank. Ich weiß nicht, ob man den Neuer da jetzt Arroganz vorwerfen kann. Vielleicht hat der Neuer halt einfach keine Lust auf den Supercup gehabt. Butterzucker. Neuer hätte nach seinem Ski-Unfall Schluss machen müssen. Das hätte dem Verein jede Menge Ärger erspart. Ja, auch das weiß ich nicht. Ich meine, dass man nicht so abtreten will nach so einer langen Zeit, dann mit so einem Skiunfall, was eine Katastrophe war vom Standing her auch, dass man da nicht so zurücktreten möchte, verstehe ich schon. Ob uns das jede Menge Ärger erspart hätte, weiß ich nicht. Ich denke, das wird die kommende Saison zeigen. Also ich denke, die kommende Saison wird Manuel Neuers letzte Saison sein und ich denke, er wird nicht mehr die Fitness haben, meiner Meinung nach, die Saison so durchzuballern und alle 3 Tage zu spielen. Ja, ich denke, das hat diese Saison jetzt gerade zum Ende hin deutlich gemacht, dass er da nicht mehr die Frische im Kopf vielleicht, das weiß ich nicht, aber schon gar nicht die Fitness hat. Ja. Anders kannst du diese Leistungen ja nicht erklären, die er jetzt die letzten Wochen hatte. Also da wird es dann echt Zeit, dass man einen Nachfolger heranführt, ja, und Manuel Neuer auf Spiele verzichtet. Ganz einfach. Wird das passieren? Sehr wahrscheinlich nicht. Ja, weil Manuel Neuer nicht der Typ dafür ist. Ja, und dann kann es sehr gut sein, dass es eine Menge Ärger geben wird in der kommenden Saison. Ja, das ist ein Ding, was uns kommende Saison sehr beschäftigen wird. Die Akte Neuer, bin ich mir sicher. So, da haben wir die erste volle Saison mit Red Munich rumgebracht. Schön war's, lustig, kontrovers und immer unterhaltsam. Bist ein guter Kerl, Kai. In diesem Sinne bis zur neuen Saison hoffentlich alter Frische. Ja, natürlich werden wir alte Frische haben. Vielen lieben Dank. Christian Neuer hat bei allen 4 Toren vergessen, seinen Arbeitsarm zu heben. Tom, ja, die Saison ist vorbei, aber so eine Leistung ist eine Frechheit und die Außendarstellung des Vereins grenzt ja fast schon an Schalke-Verhältnisse. Ich weiß jetzt nicht, wie bei Schalke gerade die Verhältnisse sind, aber unsere Außendarstellung ist eine absolute Katastrophe. Axel Baumann, Glückwunsch an den VfB Stuttgart. Ja. Alicia, hoffentlich hat Nagelsmann keinen Bock auf Neuer. Da bin ich raus. Thema Nationalmannschaft bin ich raus, Leute. Christian, die Arroganz von Neuer ist nicht zu überbieten. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das was mit Arroganz zu tun hat. Sorry. Das glaube ich nicht. Man kann Neuer viel vorwerfen, gar keine Frage, aber Arroganz, nee, glaube ich nicht. Neuer Note 10, Kimmich Note 9 und Goretzka Note 8. Was ist denn mit der Note 11 passiert, GB? Ist hier rausgefallen oder was? Und GB, hier, sehe ich ja, Alto Belly. Vielen lieben Dank für 1 Jahr Mitgliedschaft. Grillmaus. Als Frankfurter dachte ich, der Neuer hat das mit Absicht gemacht. Ja, er hat, wie gesagt, er hat keinen Bock auf Supercup. Glastron. Das Spiel war ein Spiegelbild der gesamten Saison. Einige Spieler sollten direkt die Koffer packen. Toro geht ja endlich. Alonso hat in Leverkusen eine Mannschaft extrem verbessert und zwar jeden Spieler. Toro hat die Mannschaft schlechter gemacht und gute Spieler ebenso.
Bei Neuer hat Nagelsmann hoffentlich gut zugesehen. Bayern Believer. Neuer ist doch seit Jahren nicht mehr in der Form, in der er mal war. Warum man immer noch an dieser festhält, kann ich nicht verstehen, sorry. Nenn mir einen einzigen Spieler, der es verdient hat, nächste Saison das Trikot des FC Bayern zu tragen. Da wird es außer Kane und De Ligt ziemlich eng. Eric Dyer, Pavlovic, Tell. Wen hast du genannt? Musiala mit Abstrichen vielleicht. Guerrero denke ich auch. Hat auf jeden Fall auch immer alles reingehauen, wenn er kam. Ansonsten kann man noch den einen oder anderen vielleicht mit Abstrichen nennen, aber ja, es ist wild. Koti, ich empfinde es als Frechheit, dass Neuer für den DFB die sichere Nummer 1 ist. Was er in der letzten Zeit spielt, ist bodenlos. Er hat vielleicht gerade ein Tief und kann da auch wieder raus. Aber für die Heim-EM sehe ich ihn wirklich als Problem. Ja, wie gesagt, ich denke, Neuer kann das einfach nicht mehr alle 3 Tage über einen längeren Zeitraum zu spielen. Ich glaube, das geht einfach auf die Substanz nach dieser Verletzung. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwie schmerzfrei spielen kann. Ja, aber Thema Nationalelf bin ich raus, Leute. Ich weiß nicht, ob Nagelsmann generell gesagt hat, dass Neuer die sichere Nummer 1 ist. Weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. User Neuer wird seit langem gehypt, ohne dass er sein frühes Niveau hat. Ja, also wir brauchen jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, den Neuer jetzt irgendwie das komplette Torwartspiel absprechen oder sowas. Ja. Wie gesagt, ich denke, die letzten Wochen wirkt er einfach, auch schon bei Real, nicht mehr dieser Torwart, der in der Lage ist, über langen Zeitraum alle 3 Tage Topleistungen zu bringen. Sorry. Ja. Und das kann man festhalten, da gehe ich mit. Jetzt aber zu sagen, Neuer ist zu sehr gehypt oder Blasülz, fühle ich halt auch nicht. Neuer ist immer noch ein guter Torwart. Ob er die Nummer 1 in der Nationalmannschaft sein muss, ich denke nicht. Ja. Ob er die Nummer 1 bei uns sein muss in der kommenden Saison, ich denke auch nicht. Wenn, dann höchstens mit den Pausen, die er braucht und mit dem Heranführen eines neuen Torwarts, aber das wird ja bei uns nicht passieren. Aber ich bin weit davon weg, jetzt Neuer irgendwie die komplette Qualität abzusprechen oder sowas. Sorry, Leute, da gehe ich nicht ganz mit. Bon Marti, alle müssen sich hinterfragen und vor allem euer Big Boss Hoeneß. Auch er trägt die Schuld, wenn nicht sogar die meiste. Öffentlich und nicht intern seinen eigenen Trainer zu kritisieren, ist nicht professionell. Er hat Bayern nicht erschaffen und sollte nicht das Recht haben, über alles zu entscheiden. Dann braucht ihr auch keinen Eberl-Freund unnötig. Ja, damit hast du 100% recht. Rolf, mit 3 Innenverteidigern und kassieren 4 Tore. Ja, ist doch ein guter Schnitt. 1,33 Periode für jeden Innenverteidiger, der auf dem Feld steht. Aber ich glaube, nicht unbedingt haben die Innenverteidiger diesmal die Tore verschuldet. What's up? Neuer muss bei einem echten Umbruch auch in Frage gestellt werden langsam. Ja, na klar. Leute, er ist 38, er ist dieses Jahr 39. Also, sorry, na klar kann ein Torwart länger spielen und so weiter, aber diese Verletzung ging auch nicht spurlos an ihm vorbei. Ja, wir haben das diese Saison gesehen. Teilweise wilde Bälle einfach ins Ausgepölt, wilde Pässe, völlig unbedrängt, Spieler in schwierige Situationen gebracht. Der Abwurf gegen Real Madrid, ganz, ganz viele so eine Kleinigkeiten, ja, die dann nicht unbedingt zu super gefährlichen Situationen geführt haben. Deswegen standen sie vielleicht nicht so im Fokus, erst jetzt. Aber Neuer wirkte die ganze Saison jetzt nicht so super souverän und sicher, wie er es schon mal war. Ja. Wie auch nach so einer Verletzung, Leute. Also, ja. Für mich, ich habe es ja schon mal gesagt, man hätte schon diese Saison Daniel Peretz heranführen sollen, indem man ihm Spiele, gerade jetzt zwischen den Champions League Spielen, warum hat er nicht die Spiele gekriegt und Neuer wurde geschont, kann sich mal ein bisschen zurücknehmen und so weiter. Dafür hat man ihn verpflichtet und ja, man hat es komplett ignoriert. Ja. Und wenn man das nächste Saison auch so macht, dann hat man schon die erste Baustelle, wo es wild wird. Peter Plan. Ich glaube auch, dass man einen neuen Torwart braucht. Bei allem Respekt, jedoch die letzten Fehler von Neuer sind eklatante und wären ihm in seinen besten Jahren nicht passiert. Ja, na klar, aber am Ende des Tages sind es alles Menschen. Ja, auch in Oli Kahn in seiner besten Phase, erinnere mich an Südkorea, hast du einfach mal einen Klopper drinne, weil es sind Menschen, die haben mal einen gebrauchten Tag, gar keine Frage.
dass die Wahrscheinlichkeit, habe ich ja gerade schon erzählt, im Alter nicht schwindet, sondern eher höher wird, dass du mehrere solcher Tage hast. Junity, Neuer ist mittlerweile einfach zu alt, um noch konstante Topleistung zu bringen und die meisten checken das nicht mal. Ich glaube noch nicht mal, dass das unbedingt mit dem Alter zu tun hat, sondern die Kombination aus Alter und dieser Verletzung, die er hatte. Ja. Und ja, ich glaube schon, dass viele das checken, aber man anscheinend nicht die Eier hat, manuell das zu kommunizieren und auch man nicht die Eier hatte, ihm zu sagen, pass mal auf, Manu, das reicht nicht mehr, du musst, wenn wir den Vertrag verlängern, musst du wie es beim Müller halt auch ist, musst du damit leben, dass du nicht mehr jedes Spiel machst und du musst den neuen Torwart, der dein Nachfolger werden wird, heranführen. Ja? Das hätte man kommunizieren sollen, was man mit Sicherheit nicht getan hat. Fach, ich bin vom ersten FCN. Ich bin Fan vom ersten FCN. Trotzdem fand ich, dass Neuer der weltbeste Torwart überhaupt war. Na klar war er das eine Zeit lang. Gegen Real Madrid hatte er schon einen riesen Patzer, aber heute hat er gezeigt, dass er momentan völlig von der Rolle ist. Wenn ein Torwart nicht weiß, wo er vor seinem Tor steht und einen Ball, den er völlig sicher parieren kann, einfach durchlässt, dann kann er auf keinen Fall bei der EM aufgestellt werden. Von einem anderen Fehlern mal ganz abzusehen. 3 Gegentore gehen ganz klar auf sein Konto. Schade. Ja, die 3 Gegentore gehen ganz klar auf sein Konto. Thema Nationalmannschaft bin ich raus, aber ich denke auch, dass bei der Nationalmannschaft der Torwart, der zu dieser Zeit, wenn das dann losgeht, spielen sollte, der die beste Form hat, ne, und die beste Fitness. Petto, bei Neuer und Kimmich wird mir Angst und Bange. Gegen Ende der Saison hatte ich das Gefühl, Tuchel bekommt von Nagelsmann Aufstellungsvorgaben zum Rumtesten für die EM. Wild. Ich glaube nicht, dass Tuchel unbedingt gerne mit dem Nagelsmann kommuniziert hat. Pedal, die Saison war sowieso verkorkst. Da ist der 3. Platz nicht unverdient. Ja, Leute, ich denke, nach 34 Spieltagen lügt die Tabelle nicht. Da, wo man steht, hat man es verdient. Punkt. Thomas, deswegen müsste die Nummer 1 sein. Neuer die Saison, zu viele Patzer drin. Wie gesagt, Nationalmannschaft bin ich raus. Legacy, Neuer hat die letzten Wochen komplett verkackt. Da hätte man Peretz ruhig mal durchspielen lassen können. Ja, man hätte im Peretz auf jeden Fall gerade so Spiele wie zwischen Real Madrid geben können. Aber wenn du dann siehst, dass man diesen Torwart 17 Minuten im letzten Heimspiel gibt und das mit der Auflage, dass das nur passieren wird, wenn wir mit 2 Toren Vorsprung führen, sagt das doch alles darüber aus, welches Vertrauen man in diesen Torwart hat. Nämlich gar keins. Ja, Katastrophe. Uwe. Und Neuer ist die Nummer 1 im Tor bei Nagelsmann. Ich lach mich tot. Der macht ja nur noch Fehler. Mir wird Angst und Bange mit ihm im Tor in der Vorrunde. Alexander Krall, diese Leistung war eine Frechheit. Ja, aber die ganze Saison war eine Frechheit, ne? Weil die Leistung ist ja jetzt nicht zum ersten Mal diese Saison passiert. Rita, genau das perfekte Finale. Miese Saison, mieser Abschluss. Jo. Automotiv Testdriver. Hast recht, 100%. Der Kader ist überbewertet, angefangen von dem Ex-Welttorhüter. Ich weiß nicht, ob der Kader überbewertet ist. Das Problem sind eher die satten Spieler, die meinen, sie müssen keine Leistung mehr bringen. Ja. Wenn man das mit einberechnet, dann ist der Kader überbewertet. Ja. Katrin, dass Kimmich immer noch Freistöße und vor allem Ecken schießen darf, wird mir unverständlich bleiben und das nicht erst seit diesem Jahr. Ja, das ist uns aber allen unverständlich, oder? Sir Nibo, wie sagte es Sorg damals, es ist eine Mentalitätsfrage und die ist scheiße bei uns. Ich finde es unfassbar, was der FC Bayern und Borussia Dortmund abziehen, wenn es in der Saison um nichts mehr geht. Großes Dortmund. Zu Dortmund kann ich das nicht sagen. Zu uns kann ich sagen, dass das bei uns ja eine Mentalitätsfrage ist, aber nicht damit was zu tun hat, dass es um nichts mehr geht. Wir haben die ganze Saison keinen Bock auf Bundesliga. Zumindest haben wir das ausgestrahlt. Ja. Nicht nur erst seitdem es für uns um nichts mehr geht. Leider. Aber ja, da ist gefühlt nochmal eine Schippe draufgekommen. Ja. Erik, hoffentlich hat sich Pavlovic nicht so schlimm verletzt, nicht, dass er bei der EM ausfällt. Wäre sehr schade. Nee, hat er ja anscheinend nicht. Florian, Kramaric macht 3 Buden, Bayern hat keine Lust mehr. Kane haben sie auch noch kaputt gemacht. Neuer macht komische Sachen. Fazit, GZ an Stuttgart vollkommen verdient. Ja. Rainer, Manuel Neuer hat schon bei der letzten WM einige Unsicherheiten gezeigt. Zum Beispiel gegen Costa Rica, weiter gegen Real Madrid und heute gegen Hoffenheim. Wieder solche Patzer. Für mich hat er bei der Heim-EM trotz all seiner Leistung für den deutschen Fußball in der Vergangenheit gezeigt, trotz all seiner Leistung für den deutschen Fußball, die er in der Vergangenheit gezeigt hat, nichts mehr zu suchen. Leider ein Unsicherheitsfaktor. Mein Favorit ist der Stegen.
Ja, nochmal. Bin ich raus, Nationalmannschaft. User, als Bayern-Fan freue ich mich für VfB Stuttgart herzlich. Sie haben meine Sympathie. Schwieriger Take, aber wenn du so fühlst, dass das verdient ist für den Stuttgart und dass die meinen Respekt haben, klar, aber natürlich freue ich mich jetzt nicht. Also, das wäre des Guten ein bisschen zu viel aus meiner Sicht. VfB hat euch gezeigt, wo ihr hingehört. Ja, ganz genau. Nico, Schießbude Neuer, geh bei Völler und Co., denn wird's ein längerer Urlaub. Bayern-Fan, Neuer hat keine Lust auf EM, wenn man die Leistung sieht. Naja, wenn er keine Lust auf die EM hat, dann hätte er ja gesagt, alles gut, Julian, ich habe keinen Bock auf die Nationalmannschaft, wäre zu Hause geblieben. Und dafür muss man nicht das Spiel herschenken, denke ich. Kalatze, sagen wir es einfach so, wir waren scheiße. Jo. Gravitas, wenn wir bei der EM wirklich um den Titel spielen wollen, dann brauchen wir im Tor einen Keeper, der dem Gegner keine Tore schenkt. Ich habe meine Zweifel daran, dass Neuer dieser Keeper sein kann. Das wäre schon gut, wenn man einen Torwart im Tor hat, der den Gegner keine Tore schenkt. Ja, da gehe ich mit. Er will bei mindestens 2 Toren sah Neuer sehr schlecht aus. Jo. Manuel. Und diese Flasche steht dann bei der EM im Tor? Nee, oder? Mit 3 Torwartfehlern ist es halt auch schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Das ist vollkommen richtig. Der bei der EM im Tor steht, I don't know, werden wir sehen. Und vor allen Dingen werden wir auch sehen, wie er dann performt. Ich meine, bis dahin hat er wenigstens jetzt ein bisschen Zeit durchzuschnaufen. Keine Ahnung. Werden wir sehen, was der Nagelsmann macht, ne? Hubert. Gut, dass diese bescheuerte Saison endlich vorbei ist. Was ist nur mit Neuer los? Die Tabelle lügt nicht, die beiden besten Mannschaften stehen zu Recht oben. Ja. Gratulation an Leverkusen und Stuttgart. Schließe ich mich an, bei Bayern muss sich fast alles ändern. Ja. Die ganze Struktur stimmt nicht. Eberl und Freund wirken nur wie Laufburschen des viel zu mächtigen Aufsichtsrats. Ja. Das ist der Grund, warum wir immer noch keinen Trainer haben. Ja. Ich bin auch von Zerbi nicht überzeugt. Am besten wäre ich einen älteren Übergangstrainer für ein Jahr zu verpflichten. Van Gaal, dann kann man im nächsten Jahr noch einmal voll auf den Trainermarkt zuschlagen. Ja, aber wer sagt dir, dass im nächsten Jahr der Trainermarkt anders aussieht? Wer sagt dir, dass ein Guardiola, ein Klopp, ein Alonso, wenn die zur Verfügung stehen sollten, zum FC Bayern wollen? Wer sagt das? So, wenn, dann müsstest du ja jetzt schon was fix machen für nächste Saison, um dann sagen zu können, wir nehmen Übergangstrainer. Jetzt zu sagen, wir nehmen Übergangstrainer in der Hoffnung darauf, dass wir nächstes Jahr einen anderen Trainer kriegen, ist doch auch bescheuert. Hans Hase, Bochum schafft das, ganz sicher. Wäre zu schade, wenn die in die zweite müssten. Drück in die Daumen und ab heute tuchelfreier FCB. Das Schöne an diesem Tag. Ja, ob Bochum das ganz sicher schafft, ich bin mir da leider gerade nicht ganz sicher. Dass es schade wäre, ja, na klar. Ja, aber nur weil es schade wäre, heißt das nicht, dass sie es schaffen. Also Düsseldorf sollte man jetzt auch nicht unterschätzen. Aber ja, oft ist ja, oder hat der Erstligist natürlich bessere Karten und natürlich, ich drücke sämtliche Daumen, die ich habe für den VfL Bochum. Ja. Ja. Mehr können wir leider nicht tun, ne? Christian, angeblich stehen alle Spieler seit Februar auf dem Prüfstand. Dann fliegt Neuer raus. Wir werden sehen, wa? Neuer patzt gleich 3-mal, ein Grund, ihn als Nummer 1 gesetzt zu haben. Nagelsmann beruft nicht nach Leistung, sondern nach harmonischen, widerspruchslosen Ja-Sagern. Ich wünsche dieser seelenlosen Truppe das Ausschieden nach der Gruppenphase. Ja, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, bin ich raus aus dem Thema. Big N. Wie vollkommen egal es Bayern geworden ist, als wenn man beim Date einfach 3 Wochen nicht duschen geht. Und das ist schon ziemlich eklig, ne? Man sollte generell nicht 3 Wochen warten, bis man duschen geht, Alter. Ob ein Date hat oder nicht, ey. Sebastian, apropos Umbruch. Die Frage wird sein, wer den Verein freiwillig verlässt. Bei Spieler mit noch laufenden, hochbezahlten Verträgen außerdem. Wer will denn 50 Millionen oder mehr für einen Kimmich, Goretzka, Davis, etc. bezahlen? Das wird auch für den neuen Trainer das größte Problem haben. Ich denke, für einen Kimmich willst du die kriegen. Für einen Goretzka und Davis sehe ich ähnlich, willst du die nicht kriegen. Dass diese Spieler nicht weg wollen, ist natürlich auch hausgemacht. So, wenn du den Spielern klar kommunizierst, pass mal auf, wir setzen nicht mehr auf dich. Wenn du hier bleibst, sitzt du halt auf der Tribüne. Oder du darfst natürlich weiterhin trainieren in der zweiten Mannschaft. Dann denke ich, wüssten die Spieler, woran sie sind. Aber das passiert ja nicht. Ja? So. Und wenn der neue Trainer kommt und der dann zu demselben Entschluss kommt, dass diese Spieler einfach nicht mehr passen und er diese Spieler rausnehmen möchte oder auf die Tribüne setzen möchte, dann muss der Verein halt hinter diesem Trainer stehen. Ja?
Anders wird das nicht funktionieren. Wenn man diese Spieler weiterhin nur pudert, nur weil sie Kimmich, Goretzka und sonst wie heißen und nur weil sie 20 Millionen im Jahr verdienen, dann ist man selber schuld, ja. Aber wenn man diesen Spielern klipp und klar kommuniziert, pass mal auf, wir setzen nicht mehr auf euch, dann sollte der Drops klar sein. Weil dann hat der Spieler entweder die Wahl, er verlässt den Verein oder setzt sich auf die Tribüne. So. Und ja, vielleicht setzt sich dann Leon ein Jahr auf die Tribüne, ich weiß es nicht, aber dann ist es so. Punkt. Feierabend. I don't know. Ja, man muss nur mal klar kommunizieren mit diesen Spielern. Anscheinend tut man das ja nicht. Ich glaube, das ist das größte Problem. Dass so ein Goretzka, so ein Kimmich und wie sie alle heißen sagen, ach nee, ich bleib hier bei dem Verein, ne? Ich habe gar keinen Bock zu wechseln. Leute, wenn ich 20 Millionen verdiene und ich gepudert werde und gelobpudelt werde, wo es auch nur geht, obwohl ich keine Leistung bringe seit 2 Jahren, ja, dann würde ich das auch so kommunizieren. Dann würde ich ja auch nicht sagen, ach nee, da gehe ich lieber woanders hin, wo ich Leistungsdruck habe, wo ich was zeigen muss. Warum? Wohl für die Oase Bayern München. Ja? Warum soll ich dann den Verein verlassen? Deswegen sage ich ja, man muss mit den Spielern mal klar kommunizieren, Alter. Holle, hoffentlich räumt der neue Trainer den überbezahlten Sauerhaufen mal auf. Ja, ganz genau. Aber da gehört ja dann auch der Sportvorstand und der ganze Verein dazu, dass sie dann auch hinter dem Trainer stehen. Ne? Das hatte man bei Tuchel ja jetzt auch nicht das Gefühl. Sternfeld, ey, wenn es Leverkusen nicht gäbe, dann wäre Stuttgart Meister. Ja, ich weiß, so einfach ist es nicht, aber die Tabelle sieht halt interessant aus. Doch, so einfach ist es. Nach 34 Spieltagen ist das so einfach. Anita, neuer kassiert auf Bälle im kurzen Eck. Ja, das weiß ich nicht. Wenn dem so ist, dann ist dem so. Marci, wie viele Promille hat Neuer heute Intus gehabt? Ja, da gab's kein Herzchen von mir für so einen dummen Scheiß. Gibt's auch nichts. Banja, das mit Leimer, Pavlovic und Goretzka habe ich auch nicht verstanden. Erstens wäre für mich logischer, Goretzka oder wenigstens Leimer dahin zu stellen und die anderen davor. Kurz dachte ich auch, Goretzka soll auf die 10, was auch noch okay war. Nee, Leon ist ja alles, aber mit Sicherheit kein Zehner. Sorry, gehe ich nicht mit. Weil Leon ist ein Spieler, der aus der Tiefe kommt, dann durchzieht in Richtung Tor, dann in den Strafraum reinstößt. Leon ist kein Zehner. Er kann ja defensiv viel spielen, hat er ja diese Saison bewiesen, aber offensiv, nein. Wo willst du denn Leon anspielen? Auf der Zehnerposition? Was soll er da machen? Soll er dann Haken schlagen, Tänzchen machen und den Ball weiterleiten oder sonst was? Nee. Also ich sehe den Goretzka nicht auf der 10. So war das eine Verschwendung. Aber wie du es sagst, zum Glück ist das nun vorbei. Auch, der neue Trainer sollte mal verteidigen, bei Gegnereinwurf trainieren. Ja, sollte er, aber vor allen Dingen sollte mal Joshua Kimmich endlich lernen, sich nicht ewig fallen zu lassen bei jeder kleinsten Berührung. Ja, das hat er diese Saison in der Mitte schon 3-4 Mal gemacht und macht es außen auch die ganze Zeit. Und wenn ich meine, ja, das ist mein Anspruch, ja, weil ich Verteidiger bin, ist das mein Anspruch, gleich hinzufallen, wenn ich auch nur den Atem des Gegners im Nacken spüre, dann sollte ich, wenn ich merke, ich bekomme keinen Pfiff, mich nicht dahinstellen und rumkeifen wie ein Spatz. Nee, dann soll ich direkt wieder in die Scheißsituation gehen und den Ball verteidigen. So, was hat ein Kimmich denn gemacht? Er stand da, war am Rumdiskutieren, am Rummäkeln, wegen eines kleinen Hauchs und Stuttgart hat einfach weitergespielt, hat den Einwurf ausgeführt. Ja, so ein Ding nehme ich. Ja, Katastrophe, der Typ. Nasos, Undaf hatte also doch recht. Ja. Christoph, ich möchte Ter Stegen im Tor sehen bei der EM. Neuer ist zu satt. Stefan, an dieser Stelle schon mal danke für die vielen Videos und Kommentare dieses Jahr. Hat mir die Situation alles in allem erträglicher gemacht. Auch wenn ich bisher nur mit dem Twitch Prime Abo honoriert habe. Sorry dafür. Ansonsten sehe ich es wie du. Platz 3 war mir lieber. Stuttgart hat es sich auch verdient und irgendwas sagt mir, dass das Spiel gegen Leverkusen in der Vorbereitung nicht die besten Voraussetzungen für die Saison geschaffen hätte. Gut, dass heute Peretz sein Spiel bekommen hat. Das tut ihm sicher gut, mal im Tor zu stehen. Oh, wait. Also den letzten Satz fühle ich 100%. Den ersten Satz, Stefan, da muss ich gleich mal Tacheles reden. Also erstmal, es muss hier keiner irgendetwas honorieren und schon gar nicht sich dafür entschuldigen. Also Leute, bitte euch. Klar ist es schön, wenn man Support erfährt. Alles andere wäre dummes Zeug, wenn ich das erzählen würde. Aber deswegen ist der Kommentar nicht weniger wert oder wird weniger beachtet oder sonst was. Ja, und Leute, wenn ihr Amazon Prime nutzt und ihr habt einen Twitch Prime, lasst den gerne auf meinen Kanal da freue ich mich drüber und alles andere ist gut. Ja, es muss hier keiner denken, er ist weniger wert, wenn er gar nichts hat, womit er hier supporten kann oder sonst was. Leute, das spielt absolut
keine Rolle. Punkt. Ja. Und du musst dich schon gar nicht da einen Kopf machen oder dich dafür entschuldigen, dass du nur ein Twitch Prime Abo bei mir da lässt. Stefan, alles ist gut, ja. Also, nee, sorry, Leute. Also, da kommt man ganz schnell von weg. Ja, und die Leute, die hier was supporten, vielen lieben Dank dafür, freut mich natürlich. Aber es muss sich keiner schlecht fühlen, wenn er das nicht kann. Leute, ja, ich weiß, wie die Lage ist in der heutigen Zeit. Wie gesagt, habt ihr einen Twitch, habt ihr Amazon Prime, lasst gerne das Twitch Prime Abo bei mir. Das ist kostenlos für euch, kostet euch nichts, kostet nur Amazon Geld. Alles ist gut. Ja. Feierabend. User, hallo Kai, hallo Leute, das war das schlechteste Spiel, das Bayern bisher abgeliefert hat. Nee, war es nicht. Ich bin furchtbar enttäuscht und abgedriftet. Neuer war eine reine Katastrophe, wir brauchen eine komplett neue Mannschaft, die alten Spieler sollten endlich aufhören. So eine Schande habe ich noch nie erlebt, einfach furchtbar. Grüße an alle von Werner. Werner, erstmal Grüße zurück. Ist natürlich okay, aus deiner Sicht, wenn das für dich das schlechteste Spiel war. Für mich war das diese Saison das Heimspiel gegen Dortmund. Das war auf jeden Fall noch eine Ecke schlechter wie dieses Spiel. Kannst aber auch das Spiel in Frankfurt nehmen. Das war, glaube ich, auch nochmal krasser. Chris, die Gegentore waren die letzten Jahre immer sehr hoch. Nicht nur diese Saison. 38,37 die letzten Spielzeiten. Und 21, 22 sogar 44 Tore. TS, hallo Red Moon, ich hätte mal eine Frage an dich. Ich verstehe nicht, warum der FC Bayern so einen Scheiß spielt. Kannst du mir das bitte mal erklären? Ich verstehe es nicht. Liegt das nur an Tuchel, dass er die Mannschaft vercoacht, oder liegt das auch an den Spielern? Natürlich liegt das auch an den Spielern. Natürlich liegt das auch an der Vereinsführung. Es liegt an ganz, ganz vielen Sachen. Habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Ja, über, glaube ich, 80 Minuten. Kannst du dir gerne mal auf den Kanal raussuchen. Ansonsten werde ich das natürlich im Saisonfazit nochmal aufdröseln. Und da meine Meinung nochmal kundtun, warum ich denke, woran das lag. Ob das dann so ist, das muss jeder für sich ja irgendwie finden. Ich bin ja jetzt nicht der Messias hier und sage, so ist das. Das ist einfach nur meine Meinung. Ne? So, und die werde ich teilen und dann kann jeder sich da selber ein Bild machen. Dana, wer hoch fliegt, kann tief fallen. Bayern ist im freien Fall. Jo, wir sind im freien Fall mit Platz 3. Also das ist Katastrophe eigentlich. Ne? Wir können froh sein, dass wir nicht abgestiegen sind. Justin. Und diese Mannschaft ist keine Mannschaft mehr. Nee, aber schon seit 2 Jahren nicht mehr. Melmonik sehe ich eh nicht. Tuchel hatte einige nicht nachvollziehbare Dinger drin, keine Frage. Aufstellung teilweise nicht mehr nachvollziehbar. Er hat es nicht geschafft, diese Mannschaft zu einer schlagkräftigen Truppe zu formen. Tendenz eher nach unten als nach oben. Die deutlich größere Schuld für diese Saison sehe ich aber bei den Spielern. Sorry. Aber wenn man Nationalspieler ist und Ansprüche hat, wie Führungsspieler zu sein, inklusive Mega-Gehalt, muss da einfach mehr Leistung kommen. Egal, wer an der Seitenlinie steht. Das war schon bei Nagelsmann so und hat sich bei Tuchel noch verschlimmert. Regelmäßige Nichtleistung seit längerer Zeit unserer so tollen Bayern-Stars. Wenn kein Umbruch in der Mannschaft kommt, geigen wir kommende Saison so weiter. Da bin ich mir sicher. Konkret wären Kimmich, Goretzka, Upa und Minjay die ersten, die raus müssen. Der Rest gehört bis auf wenige Ausnahmen gründlich hinterfragt, vermutlich nur Wunschdenken meinerseits. Gehe ich nicht ganz mit. Also ich gehe mit dem, was du geschrieben hast. Ja, mit den Spielernamen gehe ich nicht mit. Da fehlen ganz, ganz viele, wie ein Gnabry, ein Sané. Koman würde ich jetzt nicht mit auf Nichtleistung beziehen, aber aufgrund der verletzten Situation musst du da auch mal drüber nachdenken. Minjay würde ich da auch rausnehmen, der nur 1 Jahr bei uns war und nie wirklich angekommen ist, nie wirklich die Zeit hatte, auch mal eine Vorbereitung mit dieser Mannschaft zu machen und so weiter. Den würde ich da erstmal rausnehmen. Dem würde ich auf jeden Fall eine zweite Chance geben. Opa kann man natürlich drüber diskutieren. Ja, hat eine sehr, sehr starke Hinrunde gespielt, aber anscheinend immer dann, wenn es in die heiße Phase der Saison geht, ist er vom Kopf her einfach nicht stabil genug dafür. Der Druck vielleicht zu hoch, ich weiß es nicht. Aber bevor ich über Upa und Minjay rede, gibt es ganz, ganz viele Spieler, die seit Ewigkeiten da sind und ich glaube auch nicht, dass Upa und Minjay jetzt die Spieler sind, die da oben in dieser Gehaltsriege sind, wo viele, viele andere Spieler sind. Josef, lieber Herr Nagelsmann, bitte Neuer und Müller nicht mit zu M nehmen. Das ist nein. Das ist mein größter Wunsch. Größter Wunsch wahrscheinlich. Ne? Ja, bin ich raus bei dem Thema. Ne? Strong for you. Was für ein Kacktag als Bochumerin und FCB-Fan zum Vergessen. Ja, leider. What's up? Naja, was soll man sagen? Tuchel-Saison, Tuchel-Spiel und Tuchel-Taktik. Hab mit sowas gerechnet. Mal sehen, was du dazu sagst. Bin gespannt. Zum dritten Gegentor kann ich nur sagen, da muss der Manu das Ding einfach weghauen. Ganz egal, wo die Pille landet. Aber so einen Pass darf er nicht machen, meiner Meinung nach. So, jetzt Video schauen und Grüße an euch beide. What's up? Grüße zurück, wa?
Lionhardt, der Tipper Aachener 1990 aus der Kicktipp-Runde hier, wollte mich auch hier nochmal für den Gewinn bzw. den Geschenkgutschein bedanken und damit auch bestätigen, dass er erhalten wurde. An den ersten Platz sowie den zweiten Platz auf jeden Fall einen herzlichen Glückwunsch von mir. Höchel, ja, natürlich sehr gerne, ne? Höchel, prinzipiell gebe ich dir recht, dass die tabellarische Zwischenplatzierung die Kritik an der Spielweise nicht entkräften. Nur leider kann man dann aber auch nicht die Kritik an der Spielweise rechtfertigen, indem die tabellarische Endplatzierung anführt. Ja, stimme ich dir zu. Heidi Eberl. Nützt nichts, sich zu ärgern. Verdient verloren, scheiß Saison nicht mehr zu ändern. Aufstehen, Krone richten und auf ein neues. Neuer Trainer, neue Spieler, neues Glück. Wir werden sehen, der Spruch mit der Krone richten gefällt mir. Andi, alle Tuchel-Fanatiker. Wenn der Leverkusen nicht solch eine super Saison gespielt hätte, hätte es rechnerisch zur Vizemeisterschaft gereicht und sonst nichts. Andi, der hätte von mir kommen können. Grandios, fühl dich. User, man hat heute deutlich gesehen, die Spieler haben für Tuchel gespielt, um sich mit der besten Leistung von ihm zu verabschieden und Uli zu zeigen, we are the best. Ganz genau, denke ich auch. Hat man nochmal alles rausgeholt aus sich, oder? Anita, Tuchel und diese Mannschaft haben doch nur im Gleichschritt mit dem Uli gewerkelt. Auch bei dem sind nur Rückschritte erkennbar. Joa. Vorhin bitte zuziehen, haben wir ja schon, GB. Michael, ich halte den Mix von Erfahrung und Jugend im Verhältnis völlig okay. Tuchel hat der Mannschaft im Bereich Taktik kein Gesicht gegeben und sie viel zu oft dem Gegner angepasst. Spieler wie Davies oder auch Musiala haben sich nicht weiterentwickelt. Es hat sich keiner weiterentwickelt. Musiala hätte viel mehr Pausen gebraucht, indem er hätte Müller bringen müssen. Wir brauchen keinen großen Umbruch, wir brauchen einen Trainer mit Konzept und der Fähigkeit einer Mannschaft zu formen. Der Teamgeist versetzt die Berge. Nee, gehe ich persönlich nicht mit. Die Mischung in der Mannschaft, wenn wir Neuer und Müller vielleicht mal rausrechnen, würde ich noch mitgehen. So, wenn man rein aufs Alter guckt, ist okay. Ansonsten, wir brauchen einen riesigen Umbruch. Und das nicht nur aufgrund dieser Saison, aufgrund schon der letzten Saison. Ja? Also es ist eine Katastrophe, was Spieler seit 2 Jahren bei uns abliefern. Und das kriegst du nicht mehr gepflegt. Da kannst du den 10. Trainer holen, guckt euch den Trainerverschleiß die letzten Jahre an, wie viele Trainer sich daran die Zähne ausgebissen haben. Nein, gehe ich nicht mit. Ich will das jetzt gar nicht ausführen. Ich könnte jetzt hier eine Viertelstunde reden, warum ich das so sehe. Ist völlig fein, Michael, dass du das so siehst. Ich sehe das komplett anders und werde ich im Saisonfazit dann auch ausführlich darlegen. Christian, wenn du diese Mannschaft nicht Fußball spielen lässt, wie es der Hong TT macht, dann kommt genau die Saison raus. Gott sei Dank ist der TT weg. Oldschool. Ich habe fast alle Bayern-Spiele gesehen die Saison. Wir sind mit Platz 3 und Champions League Halbfinale immer noch weich gefallen. Gefühlt war jedes zweite Spiel eine Niederlage, daher fühlt sich Platz 3 für mich immer noch zu positiv an. Ja, kann ich nachfühlen. Die vielen Tore von Harry Kane überdecken die Schwachpunkte der Mannschaft. Dennoch ist dieser Absturz nach 11 Meistertiteln in Folge überfällig gewesen. Ja. Der BVB war halt zu dämlich, letztes Jahr den Titel zu holen. Ja. Aber dieses Jahr alles auf Tuchel zu schieben, wäre zu einfach für mich. Wirken die meisten Spieler einfach satt. Satt, lustlos, überbezahlt. Ich würde mir Klopp oder Guardiola als Trainer wünschen. Wenn es eben noch ein Jahr dauert, dann ist es eben so. Dann soll man halt mal zur Überbrückung ein Jahr Jugend forscht machen in München. Bin mir sicher, es gibt genug Nachwuchsspieler, die sich den Arsch aufreißen für den Verein. Ja, also erstmal gehe ich damit. Sollte man Guardiola oder Klopp kriegen nächstes Jahr, gehe ich auch mit. Man kann einen Übergangstrainer machen für ein Jahr, aber da muss das auch schon fix sein. Ja, wir können jetzt nicht anfangen und sagen, komm, wir machen jetzt mal ein Jahr einen Übergangstrainer, in der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr jemand anders bekommen. Also auf den Zug gehe ich nicht mit. Sorry, wenn, dann muss das jetzt fix gemacht werden. So, zack, der Trainer ist nächstes Jahr da und so lange haben wir einen Übergangstrainer. Dann gehe ich da mit, alles fein. Dass man dann ein Jahr zur Überbrückung mit Jugend forscht machen soll, warum soll man das davon abhängig machen, ob es einen Übergangstrainer gibt oder nicht? Man muss generell der Jugend mehr Vertrauen geben in der kommenden Saison. Meiner Meinung nach. Manuel die Dusche. Durik, jo. Krebshuber, auch Werner, Beinhardt, Lorand hätte sicher noch Termine frei. Der hat, glaube ich, mehr als genug Termine frei. Der Mr. Kruzifixon. Endlich kann man einen Haken an die Saison machen. Ja, endlich. Ganz ehrlich, bezweifle, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen werden, wenn man nicht die Interne auch in Frage stellt. Vollkommen richtig. Wer es am Ende des Tages machen wird, muss sich zeigen. Man kann nur hoffen, dass einige Spieler noch im Ausland begehrt sind und man somit Transfererlöse generieren kann, um gegebenenfalls diesen Umbruch
zu vollziehen. Ist nur meine persönliche Meinung, aber da wir seit Jahren nur überspitzt Weicheier heranziehst im Fußball, wieso sollten die auch mal auf den Tisch hauen? Ja, ist richtig. Ein Kahn, Effenberg, Matthäus, Jeremies und so weiter hätten nicht im Training umgehauen, damit der ein oder andere wach wird. Leider auch ein Spiegelbild der heutigen Gesellschaft. Ja, habe ich ja auch schon oft genug gesagt. Alle im Gleichschritt und keine Kritik am öffentlichen Narrativ. So allen einen schönen Sommer und man sieht sich nächste Saison. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Sommer. Hulk, und die Spieler wollen wirklich, dass Tuchel bleibt? Nee. Ein Manuel Neuer möchte das, ja. Na klar, weil ein Manuel Neuer die 100%ige Unterstützung von dem Trainer bekommen hat. Wäre eher doof, wenn er das nicht wollen würde. Ja. Kaichi. Und es gibt immer noch Leute, die glauben, Goretzka gehört zur EM. Ja, wild, oder? Obwohl ich da jetzt den Leon nicht unbedingt... Ja, du kannst den Leon natürlich einen Vorwurf machen, logisch. Aber die Pose, die er gespielt hat, war jetzt auch keine Leon-Pose. Das muss man fairerweise auch sagen. Aber trotzdem war es unterirdisch, ja. Und natürlich aus meiner Sicht gehört er nicht zur EM. Aber wie gesagt, ich bin da nicht im Thema drinne, wer da jetzt für einen Goretzka da mit ist. Das irgendwie, keine Ahnung. Ist mir aber auch wurscht. Die zweite Halbzeit war grottenschlecht. Die erste Halbzeit war auch schon grottenschlecht, abgesehen von den ersten 10 Minuten. Christian Neuer ruht sich halt auf seinen Status aus. Für die EM kann man zum Glück auf Ter Stegen zurückgreifen. Naja, ich weiß nicht, ist denn der Dingens nicht auch dabei? Der Name fehlt. Von Frankfurt. Den halte ich sogar, ich sehe einen Ter Stegen halt nicht. Ich weiß nicht wie ein Ter Stegen, aber Spiel bei Barcelona kann jetzt auch nicht eine Pfeife sein, oder? Trapp, genau, der Kevin. Ich halte viel vom Trapp. Kurt Londe, hab ja Hoffenheim vor 3 oder 4 Wochen zu Hause gesehen. Da hatten sie das Spiel auch gedreht und am Ende noch mit 4:3 gewonnen. Man hätte gewarnt sein sollen. Hoffenheim ist dermaßen verschlafen in den ersten Minuten. Immer dasselbe und auch bei Bayern immer das Gleiche. Führen und geben dann ihre Spiele ab. Kai hat recht, bei Tuchel hat sich nichts geändert und würde sich auch in der neuen Saison wahrscheinlich nichts ändern. Nee, wenn man das so sieht. Neuer wird langsam auch älter, was eigentlich auch normal ist. So etwas sah man bei ihm selten bisher, beziehungsweise in der Häufung nie. Ja, da habe ich ja schon jetzt mehrfach was zu gesagt, ne? User, was Upper war ein Witz, muss weg, versteh dich nicht. Ja, musst du ja auch nicht. Versteh den Satz jetzt leider gerade auch nicht. Domio, kommentierst du auch einen Teil der EM dieses Jahr? Vielleicht die deutsche Nationalmannschaft oder so? Da wären ja ein paar Bayern-Spieler bei. Ja, ich werde mir die Spiele angucken der deutschen Nationalmannschaft und werde da auch meine Meinung zu sagen, ja. Vorsicker, hab das Spiel nur per Live-Ticker verfolgt. Bin froh, wenn die Saison vorbei ist und Tore weg ist. Der Weg ist ja jetzt frei für De Zerbi, der Brighton am Ende der Saison verlässt. Mir ist das sogar lieber, weil dann kann man nichts gut reden in der Liga mit Platz 3. Ich glaube, mit Platz 2 hätte man auch nichts gut reden können, oder? Obwohl, da hätte man immer dieses Argument gehabt, was ja ganz, ganz viele Bayern-Fans hatten. Ja, Leverkusen hat eine Ausnahmesaison gespielt, sonst wären wir deutscher Meister geworden. Also von daher stimme ich dir zu, Vorsicker. Wir wären nämlich kein deutscher Meister geworden, sondern der VfB Stuttgart. Wild. Ja, De Zerbi wird's ja nicht, wa? Laut Aussage von Eber. Banja, guten Abend. Wie hätte es anders enden sollen? Bevor ich schaue, erst einmal Frustabbau. Trotzdem sage ich, was ich vor dem Spiel gedacht habe. Tuchel ist mega sympathisch und irgendwie mag man ihn. Und auch ich war so froh, dass er gekommen ist. Aber schon letzte Saison haben die Alarmleuchten geblinkt, ja. Und diese Saison knüpft klar da an. Tuchel kann in München nicht mal einen Blumentopf gewinnen. Er hat nahezu alle positiven Rekorde eingestellt. Meisterschaft, Bremen, Dortmund, schwächste Rückrunde seit 30 Jahren, nicht mal den zweiten Platz, der zum Supercup geführt hätte. Wirklich gar nichts hat mit ihm geklappt. Manchmal hatte man das Gefühl, das muss er mit Absicht machen. Ja. Nur heute wieder. Warum wechselt er erst nach 80 Minuten, obwohl viele platt waren? Naja, zum Glück ist es nun zu Ende. Heute bewerte ich keine Spieler. Eins muss man aber klar sagen, Neuer hat uns 3 Tore gekostet. Ja. 2 schwachsinnige Abspiele, die waren das ganze Spiel sehr kritisch. Und beim dritten Gegentreffer zieht er einfach zurück. Dachte wahrscheinlich, der Ball geht ins Aus. Ja. Also das war das schlimmste Spiel von ihm. Und zu allem Tastaturclowns, die Plettenberg und Co. feiern. Nur mal so, Plettenberg, Sky gibt heute ein Post ab. De Zerbi bleibt da in Brighton, bla bla bla. Und 20 Minuten später kommt aus England, De Zerbi verlässt Brighton. Ja, Leute, und genau so, sage ich gleich was zu. So News, Neuer und Müller waren beim Vorstand, damit Tuchel bleibt. Müller hat das ganz klar verneint, dass er da nicht war. Vielleicht sollten Leute weniger mit dem ganzen Blödsinn Glauben schenken und sich auf Fakten konzentrieren. Ich denke, du bist zufrieden, kein Tuchel und kein Supercup. Und ich glaube auch kein Flick. Ich bleibe dabei, Ten Hag könnte tatsächlich passen. Naja,
Wie soll man so viele Spieler mit laufenden Verträgen loswerden? Dazu mit anderen ersetzen. Das kannst du vielleicht bei City machen, selbst bei City wäre das kaum möglich. Erstmal, ja, sag ich ja in jedem Livestream, weil da kommen ja auch immer die Leute rein, droppen irgendeinen dummen Scheiß, den sie gerade auf Bild, Sky, was weiß ich, wo gelesen haben. Leute, wer in der heutigen Zeit irgendetwas glaubt, was auf Social Media oder in irgendwelchen Zeitungen steht, der ist selber schuld. Leute, Social Media wird dafür genutzt, Reichweite aufzubauen, durch Werbung Kohle zu verdienen. Deswegen schreiben die Leute da das, was andere Leute hören wollen. Ich kann mich auch hier hinstellen und kann sagen, ja, Leute, nächstes Jahr, das ist der Trainer. So, das kann ich ich kann zu jedem Trainernamen, der reingeworfen wurde, ein Video machen und kann die Klicks mitnehmen, sonst was. Leute, und wer wirklich glaubt, was in der Bild-Zeitung steht, der hat sowieso einen Schuss nicht gehört. Ja, also da brauchen wir nicht drüber reden. Wartet doch, wenn irgendein Spieler was sagt, ich meine, das ist ja der Vorteil bei uns. Bei uns quatscht ja jeder. Ja? Dann warte doch ab, bis irgendeiner von den Herren was sagt. Dann können wir doch darüber reden. Aber wie es hier gerade stand, ja, der bleibt auf jeden Fall bei Brighton und 20 Minuten später ist er. Auch der Plettenberg, egal wer das ist, Alter, die labern alle. Ich setze mich auch hier hin und kann mir Gedanken machen, kann sagen, ja, so wird das wahrscheinlich kommen. Und ich bin aber nicht der Typ, der dann sagt, ja, so kommt das und hau das als News bei Sky raus. So, und das ist ein Plettenberg, Alter. Der hat einen guten Einblick, ja, aber natürlich weiß der auch nicht irgendwas zu 100%. Das sind einfach seine Vermutungen oder seine Meinung und gut ist, ja. Und nochmal, wer diese Sachen ernst nimmt, sorry. Ja, also, da müsst ihr mal von wegkommen. Zeitungen wollen Klicks haben, wollen Geld verdienen und deswegen hauen die solche Sachen raus. Ja, das ist der einzige Grund, Leute. Deswegen werden Namen reingeschmissen, es ist halt der FC Bayern. Der FC Bayern gibt Klicks. Feierabend. Ja, Punkt. Talkie Bayern. Gut, da trinke ich erstmal einen Schluck. Ich sehe schon den Roman. So, nun gute 6 Stunden nach dem Spiel deine Zusammenfassung angeschaut. Vorher war mir dies aus Wut gegenüber beziehungsweise auf die Mannschaft nicht möglich. Echt, Talkie? So war das noch? Alter, ich bin durch. Für mich, ich war nicht mehr wütend. Also, Punkt 1. Tuchel kann innerlich für sich einen Haken dran machen und froh sein, mit dieser Mannschaft einen Haufen von hochbezahlten Millionären nicht mehr trainieren zu müssen. Punkt 2. Wenn Eberl und Freund nicht nach diesem Spiel ihre Lehren daraus ziehen, dass viele Spieler hinterfragt werden müssen, dann ist dem FC Bayern nicht mehr zu helfen. Ja. Egal wer neuer Trainer wird, doch dieser Sauhaufen spielt einen Fußball, der gegenüber seinen Anhängern einfach nur unverschämt ist. Ja. Der Verein unter Eberl, Freund, muss aufpassen, dass die Vereinsstruktur nicht komplett den Bach runtergeht, wenn keine Konsequenzen in der Mannschaft stattfinden. Ja. Da kann der Trainer heißen, wie er will. Ganz genau. Er will eine komplett kaputte und tote Mannschaft auffinden. Dazu muss unbedingt das Ärzteteam auf den Prüfstand gestellt werden. Was dieses Jahr an Ausfällen zu beklagen ist, muss einige Fragezeichen aufwerfen. Ja. Sowas habe ich in 30 Jahren Bayern nicht miterleben müssen. Na doch, wir haben schon mal so eine Saison gehabt. Ja, mal den Ausfall oder einen Langzeitverletzten, okay. Doch dass ein 18-jähriger Pavlovic nach einer Aktion Zweikampf, der etwas härter vonstatten geht, letztlich vom Platz geht, das ist Generation Spieler von morgen, die in dem Alter nicht mal auf die Zähne beißen wollen. Meine Fresse, ist das ein Armutszeugnis. Ich würde aber nicht unbedingt nur die Ärzteabteilung mit reinnehmen. Ja, nehmen zum Beispiel den Gnabry oder nehmen auch einen Opa, einen Minjay, die aus einer Verletzung kamen. Die haben einfach nicht fit gewirkt. Also Gnabry hat für mich nicht einmal fit gewirkt. Ja. Ich glaube nicht, dass das im Verantwortungsbereich der medizinischen Abteilung liegt. Ja. Um es mal höflich zu sagen. Klar ist nicht nur das Training dran schuld, aber das wird einen großen Teil auch dazu beisteuern, Leute. Nochmal, jeder Spieler, der aus einer Verletzung kam, der gespielt hat, wirkte einfach nicht fit und du hast gleich gemerkt, ach du Scheiße. Hoffentlich nimmt er den wieder nach 40 Minuten runter, ansonsten wird er wieder eine Verletzung erleiden. Ja, es wäre doch mal schön, wenn man Spieler mal wieder fit macht, wenn sie aus einer Verletzung kommen und dass man den Spieler merkt, oh, wow, er hat Bock, der ist fit, der will und kann. Das hast du die ganze Saison über nicht gehabt bei uns. Jeder Spieler, der aus einer Verletzung kam, hast du doch nicht gedacht, boah, der ist ja spritzig, der ist fit, im Gegensatz zu dem Rest der Mannschaft.
Was mich zu Punkt 3 bringt, die Mannschaft spielt frei auf und führt gegen überforderte Hoffenheimer nach 6 Minuten mit 2 Toren und dann kommt ein Arroganzanfall von Neuer, Welttorhüter und dann so ein Pass auf De Ligt. Und das 90 Sekunden, nachdem man selbst das zweite gemacht hat. Ich persönlich habe da das erste Mal das Kotzen bekommen und meine Wutskala steigt von Minute zu Minute. Denn ab diesem Zeitpunkt hat man Hoffenheim das Spiel zurückgegeben. Ja. Kann schon zur Pause 2:2 stehen. Zweite Halbzeit und die Scheiße auf dem Platz geht weiter. Die Mannschaft will gar nichts nach vorne machen. Ja. Wenn man sieht, wie Angriffe durchgeführt werden, nämlich auf dem Niveau aus der Kreisliga. Bälle nur noch blind nach vorne schlagen oder über die eigenen Füße stolpern. Man bettelt regelrecht um Tore, den Ausgleich, der mal wieder durch einen Einwurf fällt, kann Bayern dieses Jahr sehr gut. Dann hat man die Chancen, Konter zu setzen und diese werden so verspielt, wie diese scheiß Millionäre ihr Kohle überwiesen bekommen. Auch Nachwuchsspieler. Ist ja egal, ich bekomme ja trotzdem meine Millionen überwiesen. Auch mit 17, 18. Und dann kann man keine Sprints mehr ansetzen und lässt sich gegen den IV, der den längeren Weg hat, den Schneid abkaufen. Nur nicht zu laufen, letztes Spiel und Platz 3 reicht ja auch für die Champions League Kotz. Ja, auch da, ich stimme dir zu, ja, hab mich auch gewundert. Ich weiß auch, worauf du hinaus willst, auf welche Szene. Auch da hat man nicht das Gefühl, dass die Spritzigkeit da war, oder? Dass die Spieler fit sind. Sorry. Also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die Spieler wirklich alle super fit sind bei uns. Auch die Spieler, die wenig gespielt haben. Hat man nicht den Eindruck gehabt. Kann mich aber auch täuschen. Fazit ist Punkt 4. Was meine Wut zum Überlaufen gebracht und ich sagen muss, ab der 10. Spielminute gibt man das Spiel aus der Hand und ändert auch nichts mehr an dieser inneren Einstellung. Dazu kommt, dass man sich nach hinten raus abschießen lässt, weil man sich weiterhin wie ein arroganter Hühnerhaufen anstellt und jeder den Fehler beim anderen sucht. Haben die Spieler, die gespielt haben, viele Spiele von 90 Minuten in den Knochen und war es für sie eine lange Saison? Mit Sicherheit nicht. Und doch hat eine Leimer ab der 65 Minute keine Luft mehr. Opa 5 Minuten später ebenfalls. Kimmich lässt sich fallen wie eine Flasche leer. Goretzka zu Recht nicht nominiert, ein angedachter Stammspieler mit 28 Jahren. Was man von sich selbst sieht, laut Spieler. Versteckt sich lieber, als voranzugehen, ja. Was er oder Kimmich teilweise für Pässe gespielt haben, teilweise auch Leimer und Müller, Dyer, De Ligt, ist einfach eine Frechheit und hat für mich nichts mehr mit Bayern-Niveau zu tun. Letzter Spieltag und Saison ist vorbei, lasse ich als Ausrede nicht gelten. Wenn man zum Abschluss in Hoffenheim so einen Fußball zeigt und spielt, gerade was in den letzten 20 Minuten betrifft, einfach eine absolute Frechheit und bringt mich auf meiner Wutskala zu einer 10 von 10 bezogen auf das, wie die Mannschaft auftritt in dieser Schlussphase. Man hat die ist mir scheißegal Einstellung fast jedem Spieler angemerkt, vor allem den etablierten Spielern. Wie soll da ein Saragossa als Einwechselspieler mit Motivation auflaufen? Nee, der sagt sich auch, die Scheiße kann ich auch noch 20 Minuten runterspielen, wie das, was ich in 80 Minuten gesehen habe. Wir machen solche Spiele wie heute gegen Hoffenheim einfach Angst. Und es war ja nicht das erste Spiel, welches man so verloren hat. Nee. Und da lasse ich mich von einem Champions League Halbfinale nicht täuschen. Nee, sollte man auch nicht. 2 Personen müssen in München und in der Mannschaft unbedingt aufräumen. Zwingend. Sonst geht die Talfahrt mit dem nächsten Trainergrad weiter. Ja. Ich bin gespannt, wer Trainer wird und was bei der Mannschaft passiert. Für mich ausschlaggebend wie die Trainerposition. 100%. Wer bis hier gelesen hat, ein Kompliment und zeigt mir, dass du ein toller und aufrechter Bayern-Fan bist. Wünsche dir eine tolle Woche und in wenigen Wochen eine angenehme EM. FC Bayern ein Leben lang, doch gewisse Personen sollten sich zurückziehen und ihren Ruhestand genießen. Ja, hast du sehr gut zusammengefasst. Ich verstehe auch deine Wut. Ich habe die nicht mehr verspürt. Ich habe nur noch die Resignation verspürt. Ja, weil ich eigentlich mit nichts anderem gerechnet habe. Mich hatten die ersten 10 Minuten eher überrascht und ich dachte, wow, sehen wir doch noch einen versöhnlichen Abschluss und dann 15 Minuten später war klar, nee, sehen wir nicht. So ist es halt. Pyro. Undorf hatte damals recht, dass Leverkusen Stuttgart den besten Fußball in der Bundesliga spielen. Ja, aber das ist ja jetzt nichts Neues, oder? Habe ich schon die ganze Saison gesagt. Also. Jeder, der sich mit dem FC Bayern beschäftigt, wird es wahrscheinlich locker 10, 12 Vereine geben, die besseren Fußball spielen in der Bundesliga wie wir. Wir haben mannschaftlich, ich glaube, ich habe 3 Spiele gesehen, wo wir mal mannschaftlichen Fußball gespielt haben. Ansonsten war es nur Einzelaktionsfußball. Und das ist nicht schön. Das ist definitiv nicht schön, Leute. Das ist aber auch kein Geheimnis, das erzähle ich hier seit Monaten auf diesem Kanal. Liegen. Klar ist Luft raus, aber die Fehler sind unverzeihlich. Du hast in allen 1000, 100.000, 1 Million % recht. Danke. Kalatze.
Patschak, du bist sehr klar im Kopf. Deine Analysen stimmen, sind teilweise noch zu vorsichtig. Mach mal eine Analyse über die Transferflops. Kane, Kim, Boye, Mané, etc. Halbe Milliarde für die Tonne. Es läuft mehr schief, als man denkt bei den Sternen des Südens. Ja, dass hier ein Harry Kane steht, ist natürlich eine absolute Frechheit. Dass hier ein Boye steht, ist eine absolute Frechheit. Woran machst du das fest? An 180 Minuten Spielzeit, die wir von ihm gesehen haben? Nee, gehe ich nicht mit. Mané, ja, gehe ich mit. Kim würde ich so auch noch nicht mitgehen. Warten wir mal nächste Saison ab. Ich weiß nicht, ob die halbe Milliarde jetzt nur auf diese Spieler bezogen ist. Das ist natürlich dann auch ein bisschen überzogen. Aber ich verstehe schon dein Take, ja. Aber wie gesagt, bei Harry Kane gehe ich persönlich nicht mit. Eieiei. Manipuliertes Volk. Daumen hoch für einen Bayern-Fan. Ich muss krank sein, aber das Video ist top. Danke. Rudolf. Glaub, Neuer muss gehen. Der kann sich einfach nicht mehr gut konzentrieren und ist viel zu nachlässig in seiner Spielweise. Hält sich aber stets für mega cool. Das ist bildhaft für das Auftreten der ganzen Mannschaft. Neuer sollte in Frage gestellt werden. Seine Einstellung stimmt nicht und auch vor der EM für die Nationalmannschaft sehr bedenklich. Ja, Neuer sollte in Frage gestellt werden. Habe ich ja am Anfang des Videos schon ausgeführt, wie ich persönlich das sehe. Thema Nationalmannschaft halte ich mir raus. Flower Power. Freue mich, dass die Saison vorbei ist. Yes. Hoffe dann auf eine gute EM und eine bessere Saison mit einem richtigen Umbruch nächstes Jahr. Hoffen wir's. Hoffen wir's. Also mit dem Umbruch. Dann wird's auf jeden Fall eine bessere Saison. Vielleicht ergebnistechnisch nicht, aber auf jeden Fall fußballerisch. Charlie, dass wir im letzten Spiel den zweiten Platz noch herschenken, ist das perfekte Fazit für diese Saison. Ein Trost ist die nette Member-Sektion. Grüße an Al6. Okay. Minas, die Mannschaft braucht dringend ein Upgrade und nicht nur Update des operativen Systems von ganz oben bis ganz unten. Also wirklich, Kopfschütteln und Entscheidungen treffen, egal ob es schmerzhaft für manche sein können. Das ist richtig. Das Spiel heute steht außer Kritik, denn das ist, was übrig bleibt als Motivation von der Saison. Ich habe es ehrlich gesagt erwartet. 2 Point. Jetzt kann wenigstens keiner mehr behaupten, dass Bayern nur nicht Meister geworden ist, weil Leverkusen eine dermaßen starke Saison gespielt hat. Nein, selbst wenn Leverkusen gar nicht existieren würde, dann wäre Bayern trotzdem nicht Meister geworden. Haha. Vollkommen richtig. Anton Reiser. 95, 96, 66 zu 46 Tore. Ein Tor mehr kassiert als 2023, 24. Also vor 28 Jahren. Krass. Und 91, 92 wirklich krass. Viel mehr Gegentore als vor 32 Jahren unter Erich Ribbeck. 59 zu 61 Tore, aber in 38 Spielen. Wild. Liegen Neuer und Kimmich bitte aus dem EM-Kader streichen. Nicht meine Welt. Marco. Ich wusste, dass Hoffenheim das Spiel noch drehen wird. Ja, hoffentlich hast du einen Tausi drauf gesetzt, dann hast du einen Reibach gemacht, wa? Kai, vielen Dank für deine Analysen und die Saisonbegleitung. Im Kern waren deine Analysen absolut richtig, auch hast du dich nicht von TT blenden lassen. Lass dich nicht zu einer Meinung schieben, bleib bei deinen originären Einschätzungen auf eine spannende Saison 24, 25. Ja gut, da brauchst du keine Angst haben, da bin ich nicht der Typ für. Ja? um mich auf irgendeine Seite oder Meinung schieben zu lassen. Also selbst wenn ich das wollte, könnte ich das nicht. Es würde irgendwann aus mir heraus platzen. Herbert, was mir einfällt, Jose Mourinho wäre als Trainer zu haben. Das wäre ein guter Trainer. Dass er ein guter Trainer ist, denke ich, sind wir uns einig. Ob er passen würde, ist so eine andere Geschichte. Ne? Uwe, Tuchel ist nicht schuld. Nee, Tuchel ist gar nicht schuld. Das Elend hat dann ein Ende. Ja, das Elend hat ein Ende, Säule. Tuchel ist weg, fertig. Martin. So sieht's aus. Gerald, wieder in Angst gestorben. Glaub, jeder ist froh, dass die Saison jetzt endlich vorbei ist. Ja, in Angst gestorben sind wir nicht, aber ja, ich denke auch, also ich bin zumindest froh. Mister, Undorf hatte recht. Geil. Korum, so viele Verletzte haben wir aber auch schon lange nicht gehabt. Das ist richtig. Wenn überhaupt, wem hätte Tuchel von der Bank bringen können? Irgendwo muss da der Hund begraben sein. Es waren trotzdem genug Spieler auf der Bank, die man hätte bringen können. Also das Argument zählt für mich nicht. Sorry, Leute, nochmal. Das Argument zählt nicht. Es sitzen immer genug Spieler auf der Bank, die man hätte bringen können. Punkt. Das Thema Verletzte habe ich ja gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Peter, beweis doch nur, dass du mit deiner Tuchel-Kritik voll recht hast. Deine Kritik wird doch laufend bestätigt. Wie kann man nur gegen Hoffenheim verlieren und auch noch 4 Stück kriegen? Geht gar nicht. Genau deswegen landen wir 18 Punkte hinter Leverkusen. Emerelle.
Dann hat Neuer ja alles richtig gemacht, wenn es gut ist, den Supercup nicht zu spielen. Ja. Nee, Scherz. Kann das absolut verstehen. Ich muss sagen, ich bin über diese Saison schon sehr überrascht. Davon, dass Leverkusen das wirklich so konsequent durchziehen konnte, genauso wie davon, dass die Bayern es nicht auf die Kette bekommen haben. Zur Winterpause war ich noch überzeugt, dass die Bayern das Ding in der Rückrunde klar machen. Aber hey, bin ja auch nur am Rande Sympathisant und Beobachter. Hier in Nürnberg haben wir ganz andere, aber noch irgendwie ähnliche Probleme. Viel Erfolg für den hoffentlich stattfindenden Umbruch. Ja. Hoffentlich findet er statt, ja. Und Grüße, ne? Werner, ein Punkt mehr als letzte Saison, welche die wenigsten mit 71 waren, seit 2011. Mit Platz 3 so schwach wie seit 2011 nicht mehr. Letzte Saison so wenig Siege wie seit 2011 nicht mehr. Diese Saison 2 mehr. So viele Niederlagen in der Liga wie seit 2007 nicht mehr. So viele Gegentore wie seit 1996 nicht mehr. Ja, und nun? Was ist jetzt deine Aussage? Vielen lieben Dank für diese Auflistung der Statistiken. Ja. Andreas Neuer gehört nicht mehr zum DFB. Watch Explorer. Ortega ist aktuell mit Abstand der stärkste deutsche Torwart. Nagelsmann leider verpennt, wie damals die Verpflichtung der Bayern von Ortega. Wären sie heute wahrscheinlich im Champions League Finale. Hätte Fahrradkette, sag ich dazu. The OG Back. Was die Saison gebracht haben, ist dem Verein nicht würdig. Tschüss Tuchel, komm nie wieder. Stefan Brosch. Was, wenn Leverkusen oder Stuttgart dem FCB am Spieltag 1 zugelost wird? Dann haben wir Supercup-Probleme wiederholt. Ja, aber eine Woche später. Verstehst du? Eine Woche mehr Zeit. Aber guter Take von dir, ja. Thomas, ein passendes Ende für die Saison, ja. Leverkusen-Stuttgart wäre ein würdiges Supercup-Finale. 100% true. Vorausgesetzt, Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal. Was Bayern betrifft, nach all den tollen Jahren folgt mal eine schlechte Phase, fürchte ich. Ja, aber es gehört ja dazu, oder? Ist doch aber auch schön, wir gehen da mal wieder durch ein Tal. Mein Gott. Also für uns ein Tal. Platz 3, Tal reden ist immer so eine Geschichte. Aber für uns durch ein Tal. Und ob das nächste Saison alles so besser wird, es wird schwer werden. Aber irgendwann kommen auch wieder bessere Zeiten, Leute. Hobby. Gott sei Dank vorbei. Hare Krishna. Hobby. TV-Serien. Neuer ist der beste deutsche Torwart oder doch weltweit. Und zur Nummer 1 bei der EM. Nagelsmann sollte einsehen, dass seine Zeit vorbei ist. Oh, das hat Nagelsmann gesagt, oder was? Bild. HFW, das DFB-Pokalfinale kommt doch erst noch. Aber in der Analyse geht man schon davon aus, dass Leverkusen das gewinnt. Sollte der erste FCK das gewinnen, dann sieht es doch ganz anders aus. Dann würde es doch im Supercup nochmal gegen Leverkusen gehen. Oder sehe ich das falsch? Falls ich mich irre, nehme ich alles zurück und behaupte von allen das Gegenteil. Nee, das ist vollkommen richtig. Wenn der erste FC Kaiserslautern das Pokalfinale gewinnt, dann gibt's den Supercup nochmal Leverkusen gegen ersten FC Kaiserslautern. Ja. Und ja, man geht davon aus, weil es einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Natürlich ist es ein Spiel, es kann alles passieren. Ja, haben wir schon oft genug gesagt. Keine Ahnung. Rote Karte für Leverkusen, gelb-rote Karte nach 10 Minuten gegen 9 Mann, was weiß ich. Es kann so viel passieren in einem Spiel. Ja. Aber in der Regel ist Leverkusen der klare Favorit. Ne? Aber klar sollte man nicht grundsätzlich einfach davon ausgehen. Da stimme ich dir zu. Peter Pavlak, bin kurz vorm Abo. Das ist denn für ein Take. Neuer bei der EM, da komme ich komische Gefühle. Gute Zusammenfassung könnten Sie auch mal für den BVB machen. Nee, kann ich nicht, da bin ich nicht im Thema. Hab Bochum und dann Union geschaut, daher nur kurz die Aufstellung von Tuchel. Wollte wahrscheinlich zeigen, Pavlovic doch nicht so gut und daher auf die 6. Aber durchschaut, wir alle wissen, Pavlovic wird aus anderen Gründen mit zur EM genommen. Gute Zeit. Ja, ich denke auch, dass er da wahrscheinlich... Also es würde mich überraschen, wenn Pavlovic viel Spielzeit bekommen würde. Ich würde es mir wünschen, aber es würde mich sehr überraschen, ja. Bin kurz vorm Abo. I don't know. Entweder gefällt dir, was du siehst, dann abonnierst du, oder dir gefällt nicht, was du siehst, dann lässt das. Also so einfach ist das. Thomas, hab mir lieber Eishockey angeschaut. Kann man sich nicht mehr anschauen. Das ist keine Mannschaft, da gehört ein großer Umbruch her. Ja, es ist schon lange keine Mannschaft mehr, Leute. Admiral, langsam muss man den Stammplatz für Neuer bei der EM in Frage stellen. Ja, das Thema Nationalelf bin ich raus, Leute. CC, warum taucht nie die Frage nach der Fitness auf? Diese Mannschaft ist nicht fit. Ja, true. Wer ist dafür verantwortlich? Das Trainerteam, ja. Jetzt holt man einen Trainer, der kein Wort Deutsch kann. Wie soll denn das denn funktionieren? Aha, wer wird denn Trainer? Ist mir noch nicht bekannt. Oh. Janosch, gute Nacht, Heim-EM. Das wird nix. Herbert, ich schäme mich dafür, dass ich Bayern München-Fan bin. Du bist klasse, schöne Zeit, wünsche ich dir. Ich bin froh, dass Tuchel weg ist. Ja, wir sind alle froh, dass Tuchel weg ist, Herbert. Ne?
Flower Power, hoffe Neuer fängt sich wieder, sonst sollte Nagelsmann ernsthaft überlegen, ob Neuer wirklich Nummer 1 zu sein. Ja. Peter Linke. Wir haben in der Saison 95-96 mit 66-46 Toren mal mehr Gegentore als diese Saison gehabt. Ja, Halleluja. Ähnliches TT weg. Amen, ja. Andi. Tuchel hat wirklich jeden Spieler besser gemacht. Neuer ist ja quasi nicht wiederzuerkennen. Da geht der Liga ein wichtiger Baustein verloren. Es war eine so schöne Saison. Bernd Lober, der ja beim DFB das Leistungsprinzip gilt, wird Neuer bei der EM nur Ersatz sein. Anton Reiser, Tuchel ist doch der Taktik-T-Rex. Sascha, wie kann man sagen, dass die Taktik von Tuchel im Spiel lächerlich war? Die erste Halbzeit lief gut und es fing in der zweiten an. Es ist offensichtlich, dass es nur an den Spielern liegt. Das ist doch offensichtlich auf dem Platz zu sehen. Ja, na klar. Wenn Bayern-Spieler, egal wie schlecht sie spielen, trotzdem ihre 4 Millionen bekommen und die Leistung keine Rolle spielt, dann passiert so etwas. Ja, ganz genau. Du hast den vollen Durchblick. Haji, bin ich gespannt. Meilenweit entfernt, ich nehme dich beim Wort. Das heißt Abstiegskampf. Ja, na klar. MOK, Glückwunsch VfB zum Vizemeister. Viel Glück für Tuchel, Hoffnung, dass wir Neuer, Müller in Ruhestand. Nee. Von Goretzka käme ich Opa Gnabry, Sané einige loswerden. Wie viele? Kann ich nicht beurteilen. Angst habe ich davor, dass Tell die Lust am Verein verdorben wurde. Das glaube ich nicht. Ich denke, wenn ein neuer Trainer kommt, geht alles auf Null und dann gucken wir mal, ne? Anton Reiser. Was war denn das? 2:0 geführt und 2:4 verloren. Das gab es wohl seit 20 Jahren nicht mehr, oder? Ich bin kein Statistik-Nerd, kann ich dir nicht sagen. Mr. Spock. Wehe, Neuer kostet uns die EM. 2018 und 22 haben gereicht. Wenn ihm das Champions League-Finale so nahe geht, dann muss Ter Stegen spielen. Martin Zimmermann. Es tut mir sehr leid für dich, dass du Leute wie Dyer und Tell weiter feierst. Das hast du ja schon getan, als es absehbar war, dass wir keinen Titel mehr gewinnen werden. Was für eine Saison und das absolut verdient, sollte tatsächlich die Zerbi kommen und nicht mindestens 10 Spieler ausgetauscht werden, können wir nicht mehr von Titeln ausgehen. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Wie immer nach dem Gegentor wieder Ergebnis verteidigen, anstatt weiter Fußball zu spielen. Fing so gut an, bin ich froh, dass die Tuchel-Ära ist soweit. Ära vorbei ist. Schlimmer kann es hoffentlich nicht werden. Bin gespannt, was nun passiert. Das bin ich auch, Chris. Markus, bin echt so sauer und so gleich enttäuscht von diesem Verein. Wie kann man sogar den Vize an Stuttgart verlieren? Bin echt sprachlos. Ich hoffe, dass jetzt Max und Co. Bayern neu aufbauen und der Umbruch extrem wird. Und zu Neuer und Co. weg mit den allen. Wenn ich Nagelsmann wäre, Neuer zurückpfeifen oder einen anderen neben Ter Stegen mitnehmen. Ja gut, die haben ja nicht nur 2 Torhüter mit bei der EM, oder? Wuchti. Der Neuer, oh Gott! Warum spielt er die Leute immer im Bedrängnis am 16er an? Mensch, hol die Pille vor, ansonsten lass dich in den Vorruhestand versetzen. Hau die Pille vor, fühl dich. Grandios. Heinz Müller. Man könnte auch meinen, dass die Mannschaft nicht fit. Viele Spieler in den letzten Minuten verloren und auch Verletzungen, wenn Spieler nicht fit sind. Ja, gehe ich mit. Arno, Neuer ist doch seit Jahren überbewertet und immer für Patzer gut. Mir würden so viele Torhüter einfallen, die es sich eher verdient hätten, die Nummer 1 im deutschen Tor zu sein. Beispiel nenne ich hier Kevin Müller, von dem noch nie die Rede war. AT, oh Mann, bin ich angepisst, den 2. Platz an Stuttgart verloren zu haben. Andreas Konrad, Kimmich, Sané, Goretzka auf alle Fälle loswerden. Fort mit Schaden und einen Maulkopf Hoeneß. Ich glaube, das ist der Grund, warum kein Trainer zum FCB geht, weil der müsste Kader und Management erneuern. Antoni, ich brauche noch ein bisschen Bayern-Bashing, bis ich verdaut habe, dass sie letztes Jahr doch noch Meister wurden. Ja, gönn dir. Christian, die erste Veränderung bei einem Umbruch muss sein. Hoeneß weg. Na, das passiert ja nicht. FFM, was für ein bedrückendes Dasein, Bayern-München-Fan zu sein. Ach du Kacke, wie abschreckend. Friendly Erwarter. Tja, und gegen Stuttgart wollte Tuchel um die goldenen Ananas kämpfen und am Saisonende ist Bayern trotzdem nur Dritter geworden. Hätte der Tuchel wie Terzic gehandelt, dann hätte er Kane und Co. nicht im Champions League Halbfinale auswechseln müssen. Nur De Ligt, Dyer, Pavlovic und Kane haben diese Saison eine gute Leistung gezeigt. Alle anderen Spieler und Funktionäre waren diese Saison gar nicht Bayern-like. Ich hoffe wirklich, dass Rummenigge und Hoeneß kein Mitspracherecht bei den Transfers und Mitarbeitern mehr haben werden. Beide kannst du nicht feuern, aber beide wollen auch nicht in Rente gehen. Nächste Saison muss der neue Trainer und der neue Spielerumbruch gelingen.
Sportlich kann es eigentlich nur besser werden, solange Eberl und Freund eine gute Arbeit leisten werden. Dennis Unhoff hatte wirklich recht damit, als er nach dem DFB-Pokalspiel zwischen Stuttgart und Leverkusen gesagt hat, dass die 2 besten deutschen Mannschaften gespielt haben. Ja, aber das ist doch nichts Neues, Alter. Ich meine, warum schreibt ihr das hier 100.000-fach rein? Selbst wenn wir Zweiter geworden wären, wäre Stuttgart die bessere deutsche Mannschaft wie wir. Wir haben keinen guten Fußball die Saison gespielt. Und schon gar nicht sind wir eine Mannschaft gewesen. Wir waren vielleicht in 3 Spielen, wo sich mal zusammengerissen haben, wo man das Gefühl hatte, yo, der eine oder andere kämpft mal füreinander. Wir waren keine Mannschaft. Jeder, der nur ein Spiel von Stuttgart oder Leverkusen gesehen hat, hat doch gesehen, dass da Mannschaften auf dem Feld stehen. Mannschaften. Und nicht 11 Egoisten, die nur an sich selber und ihr eigenes Standing denken. Ja, das ist doch das Problem. Tuchel hat es nie geschafft, auch nur ansatzweise eine Mannschaft zu formen bei uns. Das ist das große Problem, Leute. Kevin, wo sind unsere Tuchel-Fanatiker? Noch Fragen zu unserem Weltklasse-Trainer? Aber ey, der Punkteschnitt ist super und wir waren im Champions League Halbfinale mit unserem Konterfußball, der den FCB seit Jahren auszeichnet. Mannschaft im Krankenhaus, Trainingseinheiten sind Weltklasse und so weiter. Lass uns Tuchel unbedingt halten, ihr Experten. Ja, danke für dieses Statement. Adam Torres hat meine Bewertung abgegeben als neuer Trainer. Meine Bewerbung abgegeben als neuer Trainer. Jetzt liegt es an Susi, ob wir wieder schön Fußball sehen. Aber dann drücke ich dir die Daumen, wa? The Johnny. Johnny? Euer größtes Problem ist meiner Meinung nach, dass euer Management es nie geschafft hat, nach Thiagos Abgang eure Zentrale im Mittelfeld wieder aufzubauen. Und nein, weder Kimmich noch Goretzka sind wirkliche Sechser. Dadurch habt ihr Jahr für Jahr mehr an Spielstruktur und defensive Stabilität verloren. Und dieses Jahr kam halt der Knall, weil ihr von defensiver Mentalität und mittelfeldlicher Spielstruktur einfach so schlecht geworden wart, dass nicht mal ein 94-Tore-Sturm das Dilemma überspielen konnte. Zum Trainer Tuchel hatte das Problem erkannt, eine Holding Six gefordert, aber nicht bekommen. Danach hat er improvisiert, hat versucht vergeblich euch einen Fußball mitzugeben, der auch ohne Mittelfeldstruktur erfolgreich ist. Eure Abwehr ist meiner Meinung nach übrigens nur deshalb so schwach, weil von 6 und 8 zu wenig Stabilität kam, um die Abwehr zünftig zu verstärken. Ja, hast du sehr gut analysiert und hast du 100% recht. Uns fehlt ein klarer Sechser. Gar keine Frage. Und ja, das ist ein Riesenfaktor, wenn man mit dieser Taktik spielt, dass die Innenverteidiger teilweise im Stich gelassen werden. Aber, nochmal, wenn man Tuchel ist, das so analysiert, wie du es auch analysierst, gibt es ja nicht nur die Möglichkeit, das dann hinzunehmen. Man hätte es auch mit einer Fünferkette und einem Achter spielen können. Also mit 3 Innenverteidigern. Wo wäre das Problem gewesen? Ja? Oder, alternativ hättest du auch mal einen Opa im defensiven Mittelfeld ausprobieren können. Oder einen Eric Dyer, der das auch schon gespielt hat. Also wir hätten ja Möglichkeiten gehabt, mal ein bisschen was zu probieren. Haben wir ja gar nicht erst versucht. Also Nirak, sehr unterhaltsam. Danke. User, seit Monaten sagt man, Neuer muss weg. Er macht Anfängerfehler und gehört nicht mehr in die DFB-11. In DFB-Tor gehört Marc-André ter Stegen. Nicht meine Baustelle. Angelo. Bayern haben fertig, leider. Und nächste Saison wird's genau so oder schlimmer. Danke, Kai, für deine vielen, vielen objektiven Kommentare. Wünschte mir, der Nagelsmann würde bei bestimmten Spielern umdenken. Sonst kackt unsere Nationalmannschaft auch ab. Für uns Bayern-Fans wird es eine lange Zeit werden, bis die Mannschaft wieder erfolgreich und gut spielt. Denke ich auch. Gratulation an Leverkusen zu einer tollen Saison. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Grüße aus Karolinenhof, Köpenick, Berlin. Mir Samir, Angelo. Angelo, Grüße zurück. Ne? Helga, weiß nicht, warum du so fest davon überzeugt bist, dass Leverkusen uns klatschen würde. Ernsthaft? Wild. Wir werden nächste Saison eine andere Bayern-Truppe sehen und Leverkusen wird nicht noch einmal so eine Saison spielen. Aha. Dazu werden sie safe Stanisic, Frimpong und Tah verlieren und wer weiß, wer noch alles anklopft. Und Dortmund uns meilenweit voraus, die sind genauso ein Trümmerhaufen wie wir. Helga, jedem seine Meinung. Ne? Wir werden das dann nächste Saison sehen, oder? Wer von uns beiden recht hat. Stefan. Friedhelm rettet. Dann die Saison 24, 25 und die hohen... Junge, Alter. Günther Meier, Leverkusen, Stuttgart, die besten Mannschaften. Ähnliches Tuchel-Geschichte. Nordkorn. Tommy, heute lag es wahrscheinlich auch wieder an Tuchel, dass die Mannschaft eine 2-0 verspielt. Natürlich. Ach, Tommy, Alter, du mit deinen provokanten Kommentaren. Ich nehme mich auch nicht mehr ernst, sag ich dir, wie es ist, Alter. Wir könnten das jetzt ausführen.
warum es trotzdem an Tuchel liegt, ja. Könnte ich dir genug Argumente bringen, allein schon, dass die Fitness in dieser Mannschaft fehlt. Allein, dass ein Brian Zaragoza wieder 80 Minuten draußen saß. Und. Natürlich, dass ein Kimmich, ein Goretzka und wie sie alle heißen, keine Leistung bringen. Auch das liegt meiner Meinung nach am Tuchel. Ja, weil ein Tuchel stellt diese Spieler auf. Ein Tuchel hätte diese Spieler mal klipp und klar auf die Bank setzen können. Und einfach mal die 3 neuen Jungen, die man den Profivertrag gegeben hat, hätte man ja einfach spielen lassen können. Wo wäre denn das Problem gewesen? Hätte man mal ein Statement setzen können. Aber das hat ein Tuchel die ganze Saison über nicht getan. Und am Ende des Tages ist der Trainer dafür verantwortlich und ist somit der Schuldige. Punkt. Feierabend. Aus. Ja, du kannst werde ich auch tun, Saisonanalyse, jeden Trainer, jeden Spieler einzeln bewerten. Und natürlich ist das eine Katastrophe, mit welcher Einstellung und welcher nicht vorhandenen Leidenschaft diese Spieler spielen. Gar keine Frage. 100% true. Aber am Ende stellt Tuchel die Spieler auf, die auf dem Feld stehen. So, und wenn er seit 1,5 Saisons an denselben Spielern festhält, obwohl sie halt diese Leistung bringen, die sie bringen, dann ist der Trainer schuld. Punkt. Der Trainer stellt die Spieler auf. Die Spieler stellen sich nicht selber auf, Leute. Immer noch nicht. Ja? Vielen lieben Dank. Chico Bello. Schade, ich hätte gerne gesehen, wie wir Eier zeigen und nochmal mit Tuchel als Cheftrainer in die neue Saison starten. Wir hätten die nächste Saison gerockt mit Tuchel. Diese Meinung hast du aber ganz exklusiv. Bild. Hertha-Dynastie. Interessiert mich nicht, Bayern. Aber du bist ein netter Typ, deswegen Abo dagelassen. Vielen lieben Dank. User, hallo. Kurz und knapp, jeder Spieler diese Saison schlecht gespielt, einschließlich Neuer. Jeder aus seiner Position nicht das gebracht, was er bringen sollte. Plus Trainer. Vielleicht gibt der VfL in der Relegation den VfB. Wir hoffen was. Wenn ihr guten Fußball mit Leidenschaft sehen wollt, geht nach Leverkusen oder Stuttgart. Martin Wittmer. Bei Real hätte Jan Sommer die richtige Größe gehabt, aber gegen Hoffenheim hätte er sicher auch 3 Tore gegen sich zu verantworten. Aber hey, er hat dafür die richtige violette Haltung und Skifahren kann er auch nicht. Martin, was hat denn jetzt Jan Sommer mit der ganzen Sache hier zu tun? Jetzt mal wirklich Tacheles. Neuer fordert nach dem Spiel einen kompletten Umbruch und Neustart in der Mannschaft. Aber doch bitte ohne ihn. Ja, den fühle ich. Ottwin, seit die CEO-Lehrlinge den FCB an die Wand gefahren haben, ist der Wurm drin. Der Respekt und der damit verbundene Wettbewerbsvorteil geht verloren. Trotz teuerster Mannschaft der Bundesliga kein Titel. Eber rundet die Fehlentscheidung ab. Jeder Wirtschaftsbetrieb wäre längst pleite. FCB Q Valis. You will see. Just lose it. Willst du nicht gleich den ganzen Verein verkaufen? Nö. Heavy. Mich kotzt jetzt schon an, dass Neuer die Nummer 1 bei der EM ist. Bin ich raus. Robert. Der Neuer sollte endlich abtreten und die Torhüter ranlassen, die im Gegensatz zu ihm Leistung bringen. Ein überschätzter Torwart, der niemals der beste Torwart der Welt war. Niemals. Oh doch, das war er. Nagelsmann sollte den Komiker aus dem Kader streichen, sonst versaut er auch noch die EM. Stefan Hartmann holt Franz oder Jupp, König Otto und Otti. Ja. Neuer hat auch keine Lust auf Champions League Finale. Anscheinend nicht, nö. Herbert, rot-weiße Grüße von mir an dich zurück. Just in case. Meiner Meinung nach hat der Verein sowohl Nagelsmann als auch Tuchel, beides hervorragende Trainer, die ich nicht mag, keine wirkliche Chance gegeben. Bedankt euch bei Uli und Co. Neuer. Er war sehr lange der beste Torwart der Welt, hat seine Prime aber hinter sich. Hoffen wir mal, dass es für die EM noch reicht. Mara, man hätte ja auch Daniel Peretz spielen lassen können. Hust. Kann gar nicht so viel saufen, wie ich kotzen könnte. Ekelhaft. Wesch, Neuer darf bei Deutschland nicht die Nummer 1 sein, weil er inzwischen einfach nicht verdient hat. Christian, für die Supercup-Teilnahme plus 2 Platz anstatt 3. Platz gibt es in Summe viel Geld. Robert Altmaier, Neuer hat keine Kraft mehr. Hat er einen Ehevertrag? Mino, Neuer raus, Müller raus, nur das hilft. Wo war der Spielgestalter Kimmich? Oh mein Gott, verkauft die Hälfte der Mannschaft, macht einen Neuaufbau und Dieven wie Kane braucht auch keiner. Eieieiei. Gerard Berger, verdienter Dritter, kurz und schmerzlos. Neuer versaut uns den 2. Platz und Kimmich hat immer noch nicht verstanden, dass solange der Schiri nicht pfeift, dass es eben kein Foul ist. True. Wenigstens ist dieses Jahr die Hierarchie respektiert, was die ersten 3 Plätze angeht. Wenigstens ist dieses Jahr die Hierarchie respektiert, was die ersten 3 Plätze angeht. Dieses Jahr war eben kein Dusel im Spiel. Jo.
Jubai. Ach, endlich dürfen die Bayer mal 3 Bronze sein und auch mal schön, kennt ja keiner von denen. Also ich kenne das, ja. Galazza, Katastrophenmannschaft. Ja. Christian, es gibt Gerüchte, die besagen, Manuel Neuer hat absichtlich so schlecht gespielt, weil er einen neuen Skiurlaub gebucht hat und nicht mit zur EM möchte. Denkt man uns da. User, den muss er ja auch nicht mehr spielen. Christian, Kai, den Daumen habe ich heute ausnahmsweise wieder zurückgezogen, nachdem ich die letzten 5 Minuten von diesem Video gehört habe. Sorry, aber die 5 Minuten circa waren meiner Meinung nach gar nichts. Ja, gönn dir. Knispel, Alter. User, wahre Worte, nur peinlich, was Bayern abliefert. Horst Frank, wenn Neuer Nummer 1 sein soll, dann gute Nacht für Deutschland. Neuer sofort raus aus dem Kader. Joachim, Tell kämpft ja, aber verliert jeden Ball, ohne ihn festmachen zu können. Davis und dribbelt sich ständig selbst. Jo. Jibi, Kapitel Tuchel ist zum Glück beendet. Das ist richtig. Paul Schmidt, nur der VfB, Vizemeister VfB. Ja, könnt ihr euch bestimmt richtig was verkaufen. Christian, wer reicht die Petition ein? Hönes muss weg. Do it. Max Albert, Manuel Neuer so unsympathisch als Mensch geworden seit seinem unnötigen Skiunfall. Das weiß ich nicht. Hab nicht viel gesehen, die Saison vom Neuer als Person. Hat sich ja nicht oft der Öffentlichkeit gestellt, oder? Insepit, Neuer ist nicht die Nummer 1. Übel wie besser. Dübel viel besser, denke ich, wa? Bert Martin, ich glaube, Neuer hat ganz allein das Spiel verloren. Ja, ganz allein vielleicht nicht, aber ja. Thiagos Kreativität fehlt seit Jahren. Rückpass vom Feinsten, warten, bis der Gegner geordnet ist. Bin gespannt, wer das hier trainieren möchte. Red Mooney, Fanguy. Bild. Otto Normalverbraucher. Neuer endlich Karriereende. Goretzka und Kimmich verkaufen, Opa verkaufen, Gnabry, Sané und Coman weg. Davis gehen lassen, wenn er das Angebot nicht unterschreibt. Uli und Kalle endlich raus, dann können Freunde und Eber das Ganze mal neu aufbauen. Das wäre natürlich das Traum-Szenario, was nicht passieren wird. Aber dem schließe ich mich an. Patrick, De Zerbi wird kommen. Er geht Ende der Saison bei Brighton. Unser Welttrainer schafft es sogar Platz 2 zu versemmeln. Zum Glück verpisst sich der Vogel. Ciao, Tuchel. Ja, ich habe noch nicht gehört, dass der kommt. Mike, die weltbeste Deutsche Nummer 1. Lächerlich. User, Tell ganz schwach. Super. Roter Schenks. War doch super Spiel. So gefallen mir die Bayern gerne weiter so. Ja, schön für dich. Freu dich. Meint wieder. Neuer wird sich zum Ende seiner Karriere blamieren wie Ronaldo, weil er sich auch weigern wird, ohne großes Erfolgserlebnis abzutreten. Kann passieren, ja. Bis auf Davis und Tell, alle weg von der Startformation. Uli G. Angeln, gut ist, Servus. Christian, irgendwie nervt mich, dass Leverkusen in den Himmel loben aus ganz Deutschland. Die haben 16 Spiele in Minute 92 plus gewonnen. Oder ausgeglichen. Beim FCB würde ganz Deutschland wieder Duse Bayern bashen. Ihr glaubt doch nicht, dass Leverkusen nochmal so eine Saison hinlegt. Gucken wieder um Platz 8 bis 10 und am Ende mit Glück in der Europa League. Aber gönnen wir ihnen mal so ein Jahr. Alles gut. Sorry, den Tag gehe ich nicht mit. Michael Fischer, der Supercup ist und bleibt für mich Schwachsinn. Vor allem, wenn der deutsche Meister auch Pokalsieger ist. Dann krampfhaft den Tabellenzweiten als Gegner und das Spiel auch noch beim Zweiten. Siehe so oft die Spiele gegen Dortmund. Ich bin seit 1969 Bayern München Fan, obwohl in Dortmund geboren. Aber diesem Supercup konnte ich nie etwas abgewinnen. Ja, der Supercup ist eine reine Geldgeschichte. Gehe ich 100% mit. Ist für mich auch kein Titel. Also. Neuer Bahnschranke mittlerweile. Wild. Lennart, ich hoffe, Bayern fliegt nächste Saison noch tiefer, dass diese ganze Trainer-Hater ihre Fresse halten und damit meine ich nicht dich, Red Mooney, aber diese ganzen Leute hier in den Kommentaren, das ist ja krank. Trainer-Hater, weiß ich nicht. Martin, seht ihr wieder nicht, wa? Neuer war an 3, 4, 5 Toren schuld. Mathe ist nicht gerade seine Stärke, wenn man 4 Gegentore bekommt, 5 schwierig. Ja, Martin, ganz genau. Von daher, kurz und schmerzlos, rot-weiße Grüße gehen raus. Obwohl, ich glaube, ich hänge die anderen Kommentare noch dran. Ja, genau. Verabschiede ich mich noch nicht.
So, Leute, damit kommen wir dann mal zu Teil 2, wa? Ja, heute ist Labertag. Ich habe gerade schon knapp 2 Stunden Talk mit dem Olli aufgenommen und jetzt geht es in Teil 2 von euren Kommentaren, damit wir das auch abhaken können, ne? Also von daher, eure Kommentare zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen TSG Hoffenheim. Blue Eyes. Die Mannschaft ist weit über ihren Zenit. Sie wirkt leblos und untrainierbar. Mir tut ein Spieler wie Harry Kane leid, der mit falschen Voraussetzungen nach München gegangen ist. Hinzu kommt noch eine völlig unterirdische Vereinsführung, die einem Jahrmarkt der Eitelkeiten gleicht. Hast du 100% recht mit. Ducci bezeichnete letzte PK so traurig die gesamte Saison. Ja. Peter, freue mich schon auf dein Saisonfazit. Bitte nicht unter 2 Stunden. Ja, kurz dazu. Saisonfazit wird kommen im Laufe der Woche. Es werden mehrere Teile werden. Ich werde ein Vereinsfazit zum Verein machen, zum Trainerteam oder zur Trainerleistung, dann die Bewertung der Spieler. Ja, und so ein allgemeines Ding. Also, ja. Ansonsten würde das den Rahmen sprengen, weil das würde dann locker 3-4 Stunden dauern. Hans Hase. Also ich fand, die gegnerischen Fans haben zu laut gejubelt. Das hat die Mannschaft so verunsichert, dass sie den Plan verloren haben. Sie sind halt sensibel. Unsere Spieler. Wie sollen sie da gut sein, wenn der Gegner keine Angst hat vor dem Giganten? Und dann wagen sie sich auch noch nach 0:2 noch 4 Tore zu machen. Frechheit. Wie sollen die Spieler sich auf dem Platz wohlfühlen, wenn der Gegner kämpfen will und nicht einfach verliert gegen die Giganten? Einfach Majestätsbeleidigung. Hans Hase, ich mag so sarkastische Kommentare. Also danke. Anrika, bin auch für Tuchel Tacheles und sehr gespannt auf seine Biografie irgendwann. Ich auch. Tom, ganz ehrlich, wenn man so ein Match außer Hand gibt, ist nicht mehr der Trainer schuld, sondern ist das Team in der Verantwortung zu nehmen. Sorry. Ich kann es nur immer wiederholen, wer stellt die Spieler auf? Richtig, oder? Sehr gut. Was nicht heißt, dass man die Spieler aus der Verantwortung nimmt. Ja? Aber in erster Linie ist der Trainer schuld, weil der Trainer diese Spieler aufstellt. Und diese Leistung war ja nicht zum ersten Mal von diesen Spielern, sondern zum 20. Mal diese Saison. Und wenn man dann keine Konsequenzen zieht, ja, dann ist man am Ende des Tages auch irgendwo selber schuld. Tobias Jansen, Tuchel guckt mittlerweile wie Jack Nicholson in Shining. Wild. Alicia, das war dann sein ultimativer Mittelfinger an den FCB. Jo. Bam, Kimmich hat im Vertrag Eckentreten stehen. Geil. Peter Waldbauer, dass dir Tuchel jetzt sogar leid tut, zeigt, dass du ein feiner Kerl bist. Provo. Das Problem ist die Mannschaft. Wann checkt das jemand eigentlich? Tuchel ist doch nicht dumm. Tuchel wollte sogar von der Saison Goretzka oder Kimmich verkaufen. Julian Nagelsmann war bei uns und Goretzka und Kimmich mussten immer auf der 6 spielen. Und jetzt beim DFB, wo er endlich mal mehr Macht hat als jeder einzelne Spieler. Goretzka ganz raus und Kimmich mit der Pistole auf der Brust nach dem Motto, entweder RV oder du kannst mit deinem besten Kumpel Leon zusammen auf dem See vor zu Hause sitzen. Kimmich und Goretzka sind das größte Problem. Diese 2 Möchtegern-Führungsspieler sind Gift für diese Mannschaft und erst danach kommen Spieler wie Opa Gnabry und so weiter. Die Hierarchie in der Mannschaft stimmt gar nicht mehr, seitdem Levi, Alaba und Thiago weg sind. Und deswegen sind die 2 Gift, weil die denken, so, jetzt sind alle Führungsspieler weg und jetzt können wir mal so richtig aufdrehen. Da muss ich dir leider ein bisschen den Zahn ziehen. Erstmal der erste Satz. Ja, habe ich gerade schon zum Torben gesagt, wie ich das sehe, ja, von wegen Trainerschuld, Spielerschuld. Julian Nagelsmann, wenn dem so war, und dann ist er genauso selbst dran schuld wie jetzt ein Tuchel. Wenn Tuchel das so sieht, dann kann er einen Kimmich und Goretzka auch einfach auf die Bank setzen. Oder im schlimmsten Fall auf die Tribüne. Dafür ist er Trainer. Das mit den Führungsspielern sind jetzt alle weg. Völliger Schwachsinn. Weil die Führungsspieler sind Manuel Neuer und Thomas Müller. Dann kommt lange Zeit nichts und dann kommt Kimmich und Goretzka. Ja, ich gebe dir recht, dass Kimmich und Goretzka das anders sehen möchten, dass sie sich hier fühlen und nie da angekommen sind beim FC Bayern. Thiago weiß ich jetzt auch nicht, ob er unbedingt der Führungsspieler in unserer Mannschaft war. Von der Leistung her auf jeden Fall, aber ansonsten schon eher Levi und Alaba, ja. Aber auch da war immer Neuer und Müller Kapitän 1 und 2. Ja. Das ist einfach die Hierarchie in dieser Mannschaft. Und dass die nicht stimmt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ich gehe 100% mit, dass Kimmich und Goretzka sportlich gesehen bei uns nichts mehr zu suchen haben. Ja, nicht falsch verstehen, das sehe ich ganz genauso. Aber nochmal, diese Spieler stellen sich nicht selber auf. Die gehen nicht hin und füllen aus, ich spiele heute da und ich spiele heute da.
Der Trainer ist in der Verantwortung, diese Spieler aufzustellen oder halt nicht aufzustellen. Und damit ist alles gesagt. Volki, Neuer die Pfeife, Champions League verkackt, jetzt schon wieder. Manuel, es ist nicht Thomas Tuchel, es ist Jörg Bock. Jörg Bock. User, es waren heute doch viele Stars, die eventuell vielleicht etwas Dubioses in ihren Verträgen stehen haben, nicht dabei. So, dass die anderen die Möglichkeit haben, alles bis zuletzt zu geben. Adam, endlich ist die Zeit vorbei mit TT. Jetzt noch 4 bis 5 Spieler mit auf die Reise schicken und wir können neu starten. Wenn wir dann einen Trainer haben sollten, ne? Change my life. Ich kann nur hoffen, dass die Bayern noch 5 bis 10 Jahre an Neuer festhalten. Das wird episch. Neuer war ein guter Torwart, aber keiner traut es sich, ihm zu sagen. Da stimme ich dir zu, ja. Das ist aber generell ein Problem bei uns, dass sich keiner traut, diese sehr verdienten Spieler in Frage zu stellen oder dem Tacheles vor den Kopf zu sagen, dass diese Leistungen nicht mehr reichen. Kevin, schade, ey. Ich hoffe, unser Taktikfuchs kommt uns besuchen. Vielleicht wird er das tun in der Champions League. Blade. Er kennt die Gründe und man kann sich vieles auch denken. Man darf hier Tuchel nicht die ganze Schuld für die Saison geben. Das tut auch keiner. Die Mannschaft ist einfach durch. Und die Vereinsführung hat auch Mitschuld. Viele Spieler sind einfach zu satt und schon drüber. Das ist richtig. Es wird einfach Zeit, die Mannschaft neu zu gestalten. Da hilft es auch nicht allein, wenn man einen Top-Stürmer holt. Dann die irren vielen Verletzten, die ganze Saison über. Auch da würde ich die Schuld nicht nur bei der Art des Trainings suchen, denn in den anderen Teams, die Tuchel trainiert hat, gab es auch nicht so viele Verletzte. Nein, stimme ich dir 100% zu. Das darf man natürlich nicht. Aber man darf auch nicht sagen, sich als Trainer hinstellen und sagen, nee, es liegt 100% nicht am Training. Also das ist auch eine Aussage, die ich gar nicht fühle. Klar hat der Tuchel Fehler gemacht und klar ist seine Taktik nicht die schönste, aber vielleicht hat auch einfach das nötige Material gefehlt, um die gewünschte Spielweise 100% umzusetzen. Ja, 100%ig hat die sogar gefehlt. Und wenn man sieht, dass ein Team klar in Führung Spiele ständig hinten raus abgibt, dann stimmt doch grundlegend was nicht mit der Einstellung einiger wichtiger Spieler. Oder aber auch der Fitness, womit wir wieder beim Training sind. Ich hätte den Nübel auch nächste Saison schon geholt und dem Neuer gesagt, er soll in Rente gehen, ehrlich gesagt. Der ist auch einer der Alten, die ausgetauscht werden sollten. Ja, genau wie Müller. Ich liebe die Spieler und solange sie sich damit zufrieden geben, Ersatz zu sein, wäre das auch alles fein. Stimme ich dir zu? Doch haben sie den Anspruch, jedes Spiel zu spielen. Der Verein hat viel Baustellen und Arbeit zu tun. Ich bin gespannt, wie die nächste Saison wird, aber ich vermute, es wird noch etwas länger dauern, bis wir zu alter Stärke finden. Kommt halt auch auf den neuen Trainer an. Aber wer bitte soll das sein? Ja, ich nehme da nichts vorweg. Wie gesagt, ich habe einen Talk aufgenommen mit dem Olli. Den könnt ihr euch gerne geben. Da malen wir das Bild quasi. Ja. Jörg. Es liegt nicht nur am Trainer. Die Mannschaft ist ja zu 85% nicht auf dem Platz und keiner der Bosse scheißt die mal zusammen. Da ist vieles im Argen. Ja, da stimme ich dir zu. Lenny, seine Erklärung wird der Kader sein und ich bin hinter ihm. Der Kader ist zum Kotzen. Autoliebe. Ich sage es immer wieder, Tuchel trifft die kleinste Schuld. Da muss im Hintergrund irgendwas laufen und jemand reingequatscht haben. Tuchel hat, wie du sagst, alles immer analysiert und nie danach gehandelt. Irgendwas läuft da und wir wissen alle, wer im Club noch das Sagen hat. Das ist vollkommen richtig. Ja, aber nochmal, ich kann den Move nur wiederholen, Leute. Nicht Uli Hoeneß stellt die Mannschaft auf, nicht der Spieler stellt sich selber auf, Thomas Tuchel stellt die Mannschaft auf. Und Thomas Tuchel war seit Februar gefeuert. Also, an welche Zwänge hätte er sich jetzt noch halten müssen? Ich denke an keine, richtig? Vorher können wir gerne darüber reden, ja, dass er dann Uli nicht auf den Schlips treten will oder XYZ im Verein nicht auf den Schlips treten will, dass er deswegen sagt, ach komm, dann bringe ich den Kimmich, weil der soll spielen, weil Führungsspieler, Blasöz, was weiß ich. Alles gut, gehe ich mit den Take. Aber nachdem er im Februar entlassen wurde und sogar öffentlich gesagt hat, jetzt kann ich endlich so handeln, weil ich frei bin von irgendwelchen Sachen, auf die ich achten muss, hat er die Spieler trotzdem alle spielen lassen. Und trotzdem auf die Jugend geschissen. Und deswegen ist ein Tuchel schuld. Punkt. Natürlich nicht der Alleinschuldige, gar keine Frage. Die Spieler haben einen großen Anteil, der Verein, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Stimme ich 100% zu. Aber nochmal, die Spieler stellt der Tuchel auf. Kein anderer. Gut, Zilla, Thomas Tuchel tut mir jetzt einfach leid. Grüße an dich. Ja, tat mir in der PK auch sehr leid. Serek,
Gut gemacht, Kai. Obwohl ich kein FCB-Anhänger bin, habe ich in dieser Saison oft deine Videos angesehen. Großes Entertainment. Zu deinem Leidwesen hat der Saisonverlauf natürlich dazu beigetragen, dass es mit der Zeit immer unterhaltsamer wurde. Als Freund des schwarzen Humors habe ich viel geschmunzelt, war aber auch beeindruckt, dass du in meinen Augen so kompetent, menschenfreundlich, fair und manchmal zynisch auf die sportlichen Leistungen und Nebengeräusche rund um deinen Lieblingsverein blickst. Und diese so unterhaltsam kommentiert hast. Danke dafür. Ja, sehr gerne. Ich werde den Kanal jetzt abonnieren und bin bereits darauf gespannt, was da noch kommen wird. Viele Grüße und bis bald, Patrick. Ja, ich denke, es wird leider zum Leidwesen für mich, hast du ja gerade auch gesagt, wird das, glaube ich, die kommenden Wochen und in der neuen Saison leider nicht ruhiger werden. Passiv. Tuchel hat so eine Saison nicht verdient. Es lag auch am Trainer, aber guck die Spiele, die Mannschaft muss hinterfragt werden. Nochmal, ich bringe den Take jetzt zum letzten Mal, danach werde ich diese Kommentare ignorieren. Weil es jetzt der 3. oder 4. ist innerhalb von, 10 Minuten. Also, nochmal, ganz kurz zur Erklärung. Thomas Tuchel wurde im Februar entlassen. Heißt, er unterliegt keinen Zwängen mehr, langfristig zu denken. Wie der Spieler sich nächste Saison gibt, wie der Spieler sich verhalten wird. Es kann ihm scheißegal sein. Hat er selber so kommuniziert in der PK. Wenn ich dann sehe, ich stelle den Spieler auf. Der Spieler enttäuscht mich einmal, okay, gebe ich ihm eine zweite Chance. Enttäuscht mich das zweite Mal. Kriegt er die dritte Chance, was eigentlich schon too much ist bei einem Spitzenverein wie im FC Bayern. Spätestens dann muss ich ihm nochmal einen Denkzettel geben und ihn rauslassen. Können wir uns darauf einigen? Ja, und das ist eine Trainergeschichte. Und das hat ein Tuchel nicht getan. Ja. Und er wurde ja schon vorher von diesen Spielern enttäuscht. Bevor er überhaupt in diese Lage kam, sagen zu können, es ist mir jetzt scheißegal, ich brauche nicht mehr langfristig denken. So, und dann stellt ein Tuchel diese Spieler auf, nicht die Spieler sich selber. Vielen lieben Dank. CK, hallo Kai. Ich fand das eine sehr ruhige, reflektierte Analyse des Spiels. Entschuldige, wenn ich das so schreibe, aber nach den letzten Analysen war es wohltuend weniger emotional, obwohl ich total verstehen kann, wie man als Fan emotional mitgeht. Geht mir zwar nicht beim Fußball so, weiß auch nicht, weshalb ich hier gelandet bin. Bin Eishockey-Fan, sehr geil. Aber ich kenne das. Vermutlich wird in dieser Saison auch noch die Häme der anderen Fans eine Rolle gespielt haben. Nee, das geht an mir vorbei. Sich dagegen immun zu machen, ist ein hartes Stück Arbeit. Vielen Dank für deine Videos und habe sie sehr gern geschaut und freue mich auf die neue Saison. Ja, vielleicht unterbewusst, dass das einen das ein bisschen frustet, aber nee, eigentlich geht mir die Häme am Arsch vorbei. Also da bin ich kein, der das irgendwie... Wie gesagt, ich bin im Ruhrpott aufgewachsen, Alter. Ja. In einer Zeit, wo der FC Bayern noch nicht erfolgreich war. Also habe ich ganz, ganz andere Sachen erlebt. Kasa, Servus und Glück auf. Wie du schon sagtest, echt ein trauriger Abschluss für diese Saison. So einen unwürdigen Abschied hat wirklich keiner verdient. Aber das passt aktuell zur Außendarstellung des Vereins. Ja, das ist auch eine Katastrophe. Muss ich auf jeden Fall auch in mein Saisonfazit mit aufnehmen. Dass Tuchel nicht schon beim letzten Halbspiel verabschiedet wurde, weil es noch nicht klar war, ob er tatsächlich geht, darüber hatten wir ja schon spekuliert. Und klar, das war jetzt nur die PK in Hoffenheim direkt nach dem Spiel. Vielleicht kommt da noch irgendwas Netteres von offizieller Seite. Aber letztendlich ist es auch wieder scheißegal. Ich bin für die neue Saison sowieso mit allen Beteiligten in diesem Verein komplett durch. Ja, aber das Schlimme ist, wir haben die Beteiligten in der nächsten Saison ja wieder da. Ja, Thomas Tuchel ist weg. Alle anderen Beteiligten sind ja nicht weg, die sind ja da. Und werden den Bums weiter vor die Wand fahren. Das ist ja das Schlimme. Anita, ich denke, bei der WM werden Neuer und Kimmich endgültig als das enttarnt, was sie jetzt sind. Abgehalfterte Balltreter bzw. Ballhalter. Jo, das werden wir sehen. The King, wow, das war's mit TT. Wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Möge der FC Bayern so schnell wie möglich wieder in seiner alten Kraft erstrahlen. Das wird dauern. Manuel. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Manuel. Und diese Flasche steht dann bei der EM im Tor. Nee, oder? Bin ich raus, Nationalmannschaft. Magic. Tuchel weiß genau, was das Problem ist. Wir sind nur zu 2 vorne und verlieren noch in so einer Art und Weise. Und das Traurige ist, dass das Leben nicht so ist wie in FIFA. Man kann nicht so einfach die halbe Mannschaft austauschen und hoffen, dass die neuen Spieler gleich funktionieren. Sehr guter Post. Ich wage die Prognose, dass wir nächste Saison leider nur 10. werden. So weit würde ich nicht gehen. Dafür ist der Qualitätsverlust dann doch zu hoch. Abgesehen von Dortmund, Leipzig, Leverkusen, vielleicht Stuttgart wieder.
Vielleicht nochmal eine Überraschungsmannschaft. Alles darunter solltest du dann auch selbst dann gewinnen können. Aber ansonsten fühle ich deinen Post zu 100%. Ne? Cody Beauties, keine Ahnung. Großes Kino von dir, dass du diesen Abgang von Tuchel unwürdig findest und es dir ein wenig persönlich leid tut. Selbst der eingeblendete Name auf dem iPad war komplett daneben. Es hat halt einfach nicht gepasst mit Tuchel und Bayern. Man hat selbst bei Ancelotti gesehen, was dann alles schief gehen kann, auch sportlich. Ja, leider. Alan Taylor. Ohne Red Munich hätte ich mir wohl nur 1 bis 2 PKs gegeben. So habe ich fast alle FCB-PKs die Saison geschaut. Robert, das Grüße gehen raus. Alan, vielen lieben Dank. Karib, das Spiel war wie die PK, kein Bock auf den Platz. Rechtschreib-Exorcist. Eieiei. Ich kann mich noch bestens erinnern, wie vor der Saison der an sich doch wirklich nicht so erfolglose Nagelsmann ohne Not abgesägt wurde, nur weil der ach so tolle Tuchel auf dem Markt war. Und dann eine dermaßen erfolglose Saison. Hahaha. Voll an die Wand gefahren. Und das, obwohl Kane an sich ja voll gut einschlug. Ja, schön, dass wenigstens du daran Spaß hast. Ist doch auch was Schönes. Mara. Tuchel, er geht, wie er gekommen ist. Auch auf seiner letzten PK einfach am falschen Platz. Wild. Aurelius. Servus. Kann deinen Frust verstehen. Vergleich bitte mal die Leistung der Mannschaft unter den Trainern Kovac, Nagelsmann und Tuchel. Ohne einen Titel oder Erreichen eines Saisonziels zu berücksichtigen. Es geht nur um die reine Leistung der Mannschaft. Da gibt es einen großen Unterschied. Ja, seit Jahren gibt es Unruhe in der Mannschaft, wenn er nicht auf der richtigen Position spielt oder von Anfang an auf dem Platz steht. Sonst rennt der Spieler sofort zu Uli oder Kalle und es gibt Theater. Ja, so hat man das Gefühl, wie es da abgeht. Somit ist für mich der Trainer nicht alleine schuld. Nee, ist er auch nicht. Auf gar keinen Fall ist der Trainer alleine schuld. Auf gar keinen Fall. Habe ich aber auch schon vor 2 Monaten, glaube ich, ein Video zu gemacht. Über 80 Minuten. Ne? Wo ich das klar sage, wer aus meiner Sicht schuld ist. Und Tuchel, ja, nochmal, der Trainer stellt am Ende die Spieler auf. Aber natürlich ist ein Tuchel da absolut nicht der Alleinschuldige. Also, ich meine, das sehen wir jetzt auch gerade bei der Trainersuche, oder? Angelika. Dass ein Trainer dafür verantwortlich ist, eine Einheit auf den Platz zu stellen, ist meiner Meinung nach ein Muss. Auch mit diesem Kader wäre das möglich gewesen. Bin mir ziemlich sicher, dass Nagelsmann das besser hinbekommen hätte in der letzten Saison mit einem Harry Kane. Er hätte die Meisterschaft schon vor dem letzten Spieltag in der Tasche gehabt. Und vielleicht auch noch 1, 2 Pokale mehr. Man weiß es leider nicht, da man ihm die Chance genommen hat. Dieses Dilemma jetzt 15 Monate später ist unerträglich und ich schäme mich für diesen Verein. Wie ein guter Trainer eine Mannschaft zum Erfolg bringen kann, zeigt ein Mann wie X. Alonso bei Bayern 04 Leverkusen. Richtig. Er hat eine Einheit, eine Gemeinschaft von Spielern, Staff und Verein zusammengebracht. Richtig. Das verbindet und macht stark. Das Ergebnis sieht man und das mit Freude. Ja, vollkommen true. GB. Heute wurde auch darüber diskutiert, dass sich Spieler in der Vorbereitung beschwert hatten, dass zu wenig lasch trainiert wurde. Das erklärt einiges. Die Verletzungsanfälligkeit ist ja legendär gewesen. Sowas passiert unter einem Magath nicht. Ja, aber es ist traurig, wenn sich Spieler dann am Ende der Saison beschweren. Oder? Gerade von einem Führungsspieler erwarte ich doch dann, dass er das dann mal während der Vorbereitung beim Trainer anspricht und nicht in der Öffentlichkeit. User, ja, da hast du recht mit den Verträgen, da ist was dran. Angelika nochmal. Das Mir Samir ist schon vor einem Jahr verloren gegangen. Tuchel fehlte die Menschenführung dem Verein als menschliche. Nee, das Mir Samir ist schon viel, viel länger dahingehend verloren gegangen oder auf dem Weg dahin. Nur dann unter Tuchel ist es gänzlich verschwunden. Ja, da stimme ich zu. User, die Mannschaft ist satt. Uli, mach du. Kannst ja eh alles besser. Richtig. Marc Vormann. Ich bitte um ein legendäres Saison-Fazit-Video. Feuerfrei bitte. Es wird natürlich feuerfrei sein, Männer. Frauen. Also meine Meinung werde ich raushauen. Ich weiß, dass ich damit wieder nur bei so einem kleinen Teil der Bayern-Fans bin, aber das ist mir ja wurscht, Leute. Und bitte alles reinhauen, was diese Saison passiert ist und bitte auch die Themen mit reinnehmen, die von den teilweise inkompetenten Kommentaren der Gran und Chrissy und Heiner gekommen sind. David, der Schiedsrichter war schuld, dass die Saison verkackt wurde. Ja, die Tennisballwerfer. Last Ride. Grausam die Saison, bis auf wenige Bayern-Spieler. Kein Ehrgeiz, Ehre. Dank an Thomas Tuchel. Ich wünsche eine gute Reise und viel Erfolg. Frank, Bayern bekommt auf alle Fälle eine neue Nummer 6.
keine gute Figur macht der Verein gerade und Tuchel geht irgendwie nach all dem trotzdem als Gewinner aus. Tuchel geht als alleiniger Gewinner aus dieser Saison. Eben dadurch, dass man nochmal mit ihm verhandelt hat und er den Stinkefinger gezeigt hat. GB, Tuchel hätte ja auch ein Abschiedswort sagen können, hatte er keinen Bock drauf. Ja, aber verständlicherweise, oder? Das ist schon verständlich, finde ich. Reini Frischi. Pressekonferenzen sind seit 1954 beim FC Bayern kaum verändert. Einziges Upgrade, wir haben kein Schwarz-Weiß mehr. Sven Oliver. Es ist doch ganz einfach, was Thomas Tuchel betrifft. Er hatte die ganze Zeit eine Meinung über die Mannschaft, hat sie aber nicht in der Öffentlichkeit gesagt. Die ganze Interviews, wo er gesagt hat, ich weiß es nicht, was ein Schutz für die Mannschaft. Er hätte auch sagen können, die Mannschaft ist einfach schlecht, aber heutzutage darf man solche Interviews nicht mehr geben. Auch in seiner allerletzten PK steht er vor der Mannschaft und sagt eben nicht, woran es gelegen hat. Zeigt eigentlich nur, wie loyal er zum Verein und der Mannschaft ist. Das kann man auch andersrum auslegen und sagen, Tuchel sagt das nicht, weil er es nicht weiß. Der Vorstand hat 1000 Fehler gemacht und Tuchel musste das alles wegmoderieren. Der Kader war der schlechteste Kader seit langem und Tuchel soll damit am besten das Triple holen. Die Spieler können Leistung bringen, tun es aber viel zu häufig nicht. Was kann Tuchel dafür? Nochmal, Herr Tuchel stellt diese Spieler immer und immer und immer wieder auf. Warum tut man das? Wenn man das sieht, dass diese Spieler keine Leistung bringen. Warum stellt man diese Spieler immer und immer und immer wieder auf? Tuchel war die ärmste Sau im Verein, weil er sich auch nie wirklich wehren konnte. Denn wenn er mal ehrlich gesagt hat, was er denkt, war das ja auch nicht okay. Als er gesagt hat, Kimmich und Goretzka sind keine Sechser, war das ein Skandal. Er wollte den Kader verbessern und plötzlich sagen alle, Tuchel redet den Kader schlecht. Selbst der Vorstand hat da Tuchel nicht den Rücken gedeckt und gesagt, es liegt jetzt an Tuchel, daraus etwas zu formen. Ja, da stimme ich dir teilweise zu. Nichtsdestotrotz hätte man dann dem, was man gesagt hat, Taten folgen lassen. Da sind wir nochmal bei dem Take, was ich jetzt zum 10. Mal wiederhole. Wenn man sich vor der Saison hinsetzt und sagt, Joshua Kimmich ist für mich kein Sechser. Und er hat sich auch hingestellt und gesagt, Joshua Kimmich und Leon Goretzka sind für mich keine Führungsspieler. Völlig fein. Völlig fein. Kann jetzt jeder drüber denken, was er möchte. Völlig fein, dass ein Trainer das so sieht. Dafür ist er Trainer, dafür ist er der Verantwortliche. Wenn er das doch so sieht, richtig, dann stell die Spieler doch nicht dorthin. Stell sie doch nicht auf. Warum? Nehme ich dann einen Conny Leimer, der ein prädestinierter zentraler Mittelfeldspieler ist, stell ihn als rechten Verteidiger auf und lassen Joshua Kimmich in der Mitte rumgammeln. Warum tue ich das? Wenn ich doch der ach so heilige Thomas Tuchel bin, der fehlerfrei ist. Also, entweder tue ich das, weil ich doch nicht der ach so heilige Thomas Tuchel bin und komplett verblendet bin, oder ich tue das, um dem Verein zu zeigen, guck mal hier, der Josh kann das gar nicht. Braucht einen Sechser. Und dann ist das ein Verhalten, was auch unterirdisch ist. Nochmal, der Trainer stellt diese Spieler auf. 2 Points. Jetzt kann wenigstens keiner mehr behaupten, dass Bayern nur nicht Meister geworden ist, weil Leverkusen eine dermaßen starke Saison gespielt hat. Nein, selbst wenn Leverkusen gar nicht existieren würde, dann wäre Bayern trotzdem nicht Meister geworden. Haha. Gut, den haben wir schon bei der anderen Sache gehabt. User, danke Kai. Solch ein Ende gibt man einen Angestellten nicht, der nie gegen Spieler oder Management sich negativ geäußert hat, obwohl sie es verdient hätten. Da bin ich bei dir. Seine Fehler wurden öffentlich dargestellt, aber er darf nicht. Schade. Ja, schade. Gebe ich dir recht. Es wäre, glaube ich, mal gut. Lass mich irgendwas trinken. Wenn sich mal einer da hinstellen würde, der nicht gerade Lothar Matthäus heißt und mal klipp und klar sagen würde, was gerade schief läuft. Ja, und das wäre schön, wenn ein Tuchel das machen würde, aber wahrscheinlich sind wir uns ja alle einig, ein Tuchel kriegt ja nicht umsonst 10 Millionen Abfindungsschmerzensgeld. Er wird da wahrscheinlich sehr detailliert drinstehen haben, dass er zu gewissen Themen einfach nichts zu sagen hat. Daniel, Glückwunsch an Stuttgart. Durch den Vizemeister haben sie eine Titelchance im Supercup, falls Leverkusen den DFB-Pokal gewinnt. Kane hätte es auch verdient gehabt, aber Bayern hat den Vizemeister hergegeben. Ja, ganz ehrlich, der Supercup ist kein Titel, Alter. Bitte dich. Was soll das für ein Titel sein, wo man ein Spiel spielt? Sorry. Ist für mich kein Titel. Freddy, gewisse Spieler sind das Problem, aber lieber weiter Trainer verbrennen. Der nächste Trainer wird auch nichts reißen mit diesem Kader. Bayern muss verkaufen und einkaufen, sonst wird nichts. Ja, Picasso.
Das stimmt alles, du bringst es auf den Punkt. Tuchel ist ein sehr guter Trainer mit Persönlichkeitsproblemen, aber dieser Abschied ist unwürdig und billig. Ja, das merkt er sich und auch die Öffentlichkeit, einschließlich Fußballtrainer. Ja, 100% true. Jerry, an der Mannschaft will sich halt keiner mehr die Zähne ausbeißen. Ich will auch so eine Diva wie den Sané nicht in der Nationalelf. Harry Kane ist jemand, den ich wirklich positiv hervorheben würde. Sagt jedenfalls schon viel aus, wenn ein Flick, Nagelsmann und Tuchel gleiche Probleme mit diesen Spielern hatte. Vielen Dank für deine Videos. Schau es immer gerne. Gruß der Kölner. Groß zurück. Warum heißt Thomas Tuchel Jörg Bock? Fragen über Fragen. Christian, wäre euch die Petition ein Hönes muss weg? Wäre euch die Petition ein... Wer reicht, ne? GB, ja, kann er sich jetzt erklären oder kann er sich nicht erklären? Oftmals konnte er es sich ja nicht erklären. Richtig. Stefan, zur zweiten Halbzeit habe ich genauso gesehen wie du, Kai. Muss Tuchel ein anderes Spiel gesehen haben. Venugu. How is Tuchel responsible when Neuer regular blunders? Müller striking poor, even Tell getting selfish. There is problem with this team. Oh, wir haben ganz, ganz viele Probleme mit diesem Team. Aber Saisonfazit, Leute. Uwe, tatsächlich wird hier in diesem Kanal nach meinem Empfinden sehr viel Richtiges und Nachvollziehbares geäußert. Allerdings kann ich die extrem negative Einschätzung von Thomas Tuchel häufig nicht ganz nachvollziehen. Gerade beim Thema Einsatz von verletzten oder nach Verletzungen genesener Spieler. Immer wieder wird das Thema an Tuchel festgemacht, so als hätte der FC Bayern gar keine medizinische Abteilung, die über den Gesundheitszustand befindet. Wenn diese Abteilung einen Spieler als spieletauglich befindet und dieser dann von Tuchel aufgestellt wird, warum ist dann Tuchel dafür verantwortlich, wenn sich dieser Spieler direkt wieder verletzt? Das versuche ich dir mal zu erklären, so wie ich das sehe. Ich weiß natürlich nicht, ob das so der Fall ist, aber für mich sagt eine medizinische Abteilung, ja, der Spieler ist gesund, ist nicht mehr verletzt, er kann wieder spielen. Richtig? Dann ist der Trainer dafür verantwortlich oder der Fitnesstrainer, also der Staff, wenn ich Trainer sage, der Staff von Thomas Tuchel ist dafür verantwortlich, den Spieler erstmal wieder fit zu kriegen. Ja? Dafür zu sorgen, dass dieser Spieler überhaupt in der Lage ist, wieder 90 Minuten oder sagen wir erstmal nur 45 Minuten professionellen Leistungssport, Fußball auf diesem Niveau zu bringen. Dafür ist ja nicht die medizinische Abteilung verantwortlich. Richtig? Ich denke ja, oder? Also, wenn dann der Trainer beschließt, ein Serge Gnabry 80 Minuten gegen den VfB Stuttgart spielen zu lassen, um ihn dann im nächsten Spiel 3 Tage später in die Startaufstellung gegen Real Madrid zu bringen, mit dem Druck noch, der Serge Gnabry wird ein Tor schießen, dann muss man sich nicht wundern, dass dieser Spieler sich verletzt. Wenn er vorher jeweils nur, ich glaube 2 waren es, korrigiert mich, waren es vielleicht 3, mit Real Madrid, wo auch einen Kurzeinsatz hatte, waren es dann 3 Kurzeinsätze hatte. Und selbst bei diesen, ich glaube, die ersten beiden es waren 2 oder 3 Kurzeinsätze und einmal eine Halbzeit oder so, ne, richtig? Und bei der, wo er eine Halbzeit spielen durfte, hat er schon den Eindruck gemacht, dass er nicht fit ist. Ne? Er war nicht fit, er war nicht spritzig, er war nicht agil, er war nicht fit. Das ist doch eine Sache, die nicht in der Verantwortung der medizinischen Abteilung liegt, sondern in der Verantwortung des Trainerteams. Ja? So, das ist mein Take dazu. Da sollte man doch mal bei den Medizinern nachfragen. Oder das Thema junge Spieler besser machen. Seit wann ist der FC Bayern ein Ausbildungsverein? Leute, ey. Hier. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Also, seit Jahren hört man von fast allen Experten immer nur die Meinung, dass der FC permanent fertige Spieler aufkauft, um permanent Erfolg und Titel einzusammeln. Insgesamt wäre Tuchel in München wahrscheinlich deutlich besser klargekommen, wenn Eberl und Freund von Anfang an dabei gewesen und die Altfaulen da bereits entmachtet gewesen wären. Ja, aber die Altfaulen sind ja immer noch nicht entmachtet. Hertha-Dynastie. Geht Tuchel jetzt zur Union? Könnte doch passen. Vielleicht kommt er nach euch. Thomas, in dieser Situation wünsche ich mir den Trapattoni her. Chris, seltsamer PK, du magst recht haben mit den Verträgen, aber Tuchel hat überall so spielen lassen. Jetzt geht er halt schockverliebt. Barock, was will man erwarten, wenn die Stimmung in ganz FC Hollywood einfach unterirdisch ist und zwischendurch auch noch von oben runtergeschissen wird? Da hat doch kein Trainer Bock drauf. Richtig?
Und das spiegelt sich dann genauso wieder. Diese fast schon gefühlte Scheißegal-Reaktion von Tuchel sagt schon seit langem alles. Gruß aus NRW. Ja, ist richtig. Dort käme ich bei der Ecke. What's up? Das war die letzte FCB Tuchel PK. Juhu! Endlich ist er weg. Stefan H., Mitleid kann ich da echt nicht empfinden. Er hat bekommen, was er wollte und auf was er hingearbeitet hat. Kalter Mensch, kalter Abschied. Genau das, was du da ansprichst, würde mich auch interessieren. Ob es irgendwelche vertraglichen Zwänge gab, wieso er teilweise so dilettantisch wirkte. Auf der anderen Seite war er dafür halt viel zu offen. Ich glaube nicht, dass er das nicht irgendwann mal erzählt hätte. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass beim FC transparent alles zeitnah aus jeder Vorstandssitzung bei der Presse landet. Diese Details aber geheim bleiben. Für mich absolut schwer vorzustellen, aber wissen wir, wird man es wohl nie. Ja, ist was dran. Ich denke aber, wir können festhalten, dass es dieser Führung zuzutrauen wäre, solche kapitalen Böcke in Verträge einzubauen. Dieser Führung nicht, aber diese Führung, die zu dieser Zeit halt am Steuer saß. Tuchel hätte heute und letzten Spieltag junge, hungrige Spieler auf dem Platz haben können, die schon ein paar Bundesligaspiele Erfahrung sammeln konnten und dadurch stabiler sind. Ja. Oder er hätte eine Mannschaft mit großteils unerfahrenen Leuten auf dem Platz haben können. Er hat sich für Letzteres entschieden. Wer weiß, wie es unter einem Trainer gelaufen wäre, der die Mittel nutzt, die er hat. Vollkommen richtig. Ich für meinen Teil bin froh, dass er weg ist, egal wer für ihn kommt, selbst wenn keiner kommen sollte. Gehe ich mit, ja. Marzi. Bin gespannt, die nächsten Wochen werden interessant. Das ist nicht unser FC Bayern, den wir kennen die letzten Jahre. Die Saison war ein Sinnbild von taktischen Versagen in der Führung. Ja. Müssen sich langsam mal entscheiden, wer das Sagen hat, Hoeneß oder Ewald Freund. Mir Samir kann nur besser werden. Ja, das ist ein ganz wichtiger Take, dein letzter Satz, fühle ich zu 100%. GB, heißt unser neuer Trainer Jörg Bock? Vielleicht hat der mehr Bock als der alte Trainer. Christian, es gibt Gerüchte, die besagen, Manuel Neuer hat absichtlich so schlecht gespielt, weil er einen neuen Skiurlaub gebucht hat und nicht mit zur EM möchte. Kalatze, und wieder hast du voll recht, auch mit Kimmich, Grottenkick. Digi Ritter, keine Blumen für Tuchel. Dort Kimmich, Serbi. Digesse, hatten wir wieder einen besseren XG-Wert, zumindestens? Weiß ich gar nicht, denke nicht, oder? Rinzi-Pinzi, Jörg hatte Bock. Patrick Berg, da gehören einfach viele Leute weg. Ja. Forget, deine Ansage, Bock, hätte TT Bock auf Bayern gehabt, würde Bayern viel besser gespielt haben diese Saison. Bayern-Mannschaft hat diese Saison genauso gespielt wie Tuchel mit seinen durchgehenden Ist-mir-egal-Einstellungen aus der ganzen Saison. Ja, that's true. Tuchel hat fertig, Alan. Ja. Snackmonster. Ed Lewis, ich glaube, dass niemand dieses Team trainieren kann. Rainer Holzheuer. Hoeneß muss weg. Major Tom, Tuchel ist total überbewertet, ein Theoretiker. Thorsten Kutz. Und mit Neuer jetzt als Nummer 1 in die WM. Bitte nicht. Das ist mir Wurst. Hajo. Der Fisch stinkt immer vom Kopf weg. Endlich ist er weg. The OG back. Nur der SVB. Math. Karcher, Jörg Bock war Bayern-Trainer. Das erklärt einiges. Nee. Dann hätten wir wahrscheinlich besseren Fußball gesehen, oder? GB. Blasülze. Red Munich Fan Guy. Kai, bester Mann, leider glaube ich, dass du bei Tuchel zu verstanden hast. Er wusste die ganze Zeit wie und was. Intern hat er das auch fachlich kommuniziert. 3-5-2 wollte er spielen, aber konnte es nicht umsetzen, weil der Club geblockt hat. Genau wie bei Julian. etc. Mit Goretzka kannst du nicht Xavi-Fußball spielen. Die Kreativität fehlt einfach. Aha. Woher hast du denn diese Infos? Der Tuchel so spielen wollte. Ja, Leute, das waren auf jeden Fall eure Kommentare. Waren sehr interessant dabei. Vielen lieben Dank dafür. Das war's mit dieser Saison, mit den Kommentaren zu irgendwelchen Spielen. Wie ich schon sagte, Saisonfazit kommt Ende der Woche. Das werden sehr wahrscheinlich 3-4 Videos werden, weil es sonst einfach zu viel wird in einem Video. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Bis dann, rot-weiße Grüße und wie immer an dieser Stelle vielen Dank für euren Support.
Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.